grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bur. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Alles Backe spielt mir noch den Werner Schahn. Die Quetsche klingt jetzt super fein, die Kontrapumpen hängt rein. Und das Gesang klingt jetzt da schon recht human. Trommeln und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Wieder mal eine Bavlatschen aus der Klause Klaus aus Botschenau. Jawohl. Es freut mich hier, Gast sein zu dürfen. Das Mich ist freut's mir auch. immer eine große Ehre hier. Mich freut es auch, dass du wieder da bist. Hurra, hurra, die Gams, wie man so sagt, immer wieder. Warum auch immer. Warum sagt man das Immer, eigentlich? keine Ahnung. Hurra, die Gams. Aber das kenne ich ewig schon. Da gibt es gar kein Gams. So weit und Nein, breit. weißt du. Grüß dich Gott auch von meiner Seite. In die. Warte, schau, da ist so finster geschüttet. Drum ist alles so finster. Jetzt habe ich es schön. Drum. Da, Klaus, man kann, Patrick, du kannst geschwind noch als Kamerakind, Ja. kannst du geschwind schauen. Ja. Ein schneller Blick geht noch raus. Zweit raus darfst du eh nicht. Oh, die finde ich gar nicht. Kannst du vergessen. Da bin ich schon. Kamerakind Patrick. Jawohl. So. So, und jetzt kannst du aus, jetzt kannst du noch ein paar Sonnenstrahlen gehen sie aus. Ein kurzer Blick in die bucklige Welt. Jawohl, den Saustall rundherum bitte zu missachten. Ja, schau dir das an. Und man bemerke das Terrassendach. Aufpassen, Patrick, aufpassen. Hat's am gleich aufpassen, schau. Terrassendach auch endlich gemacht. Jetzt kommt dann schon bald. Schaut sich das an. Jawohl. Der Blick in die Buckel. Ne, da stockt's, Patrick, da stockt's. Da stockt's schon. Gerade noch. Gerade bei der Tier, da geht's noch. Ja, jawohl. Na, Weltklasse. Und wenn es schon tut, muss ich ganz ein kleines Spritz nachholen, ne? Das ist ein Weimann nicht so, ne? Nein. Jetzt sind wir schon da, oder? Wo sind wir? Man sieht ja nichts. Ne? Die Kameraführung ist nicht professionell. Muss schauen, ob das sehr kalt ist. Ist sehr kalt? Ja, sehr kalt, weiß ich jetzt nicht. Nicht mehr kalt. Nicht mehr sanft, das ist ja wurscht. Oder? Nein, das ist aber eh kalt. Ist eh kalt, wenn es eh kalt ist. So. Na klar. Schön. Das, Hoffentlich kommt man das nicht an. mich freut es total, dass du die Waldquelle so ins Bild nimmst. Achso, nein. Naja, aber Wir kennen ja den auch. da sieht man nur die Flaschen. Na, heute schwächelst. Als Kamerakind schwächelst du total. Total. Wirklich wahr. Du hast dich bemüht. Was soll ich Du machen? hast dich bemüht, aber. Es war So, bemüht, so aber reicht's wieder zu wenig. Es war wieder mal zu wenig. Du hast alles getan. Da Dafür siehst schenke ich du, was da für ein Fuß strast. Da siehst du es bei dir selber. Da. Oh, nur, Das ist nur ja Fuß. furchtbar. Na, furchtbar. Sag ich dir ja. Das ist ein anderes Handy ist das. Das ist. Da ist der Winkel anders zum Halten wieder. Das alte war ich schon gewohnt, aber ich muss Warte, du weißt jetzt aber schon, wie lange ich das habe, gell? Weiß ich nicht. ist schon, glaube ich, 3 Monate, oder? Das ist aber schon ein bisschen länger. Das Länger ist schon? schon ein bisschen länger. Schenk mal ein in Ruhe. Ich begrüße dabei unsere Pavlatschinstinger. Jawohl. Im Chat natürlich alle, die dabei sind, aber im Chat. Jetzt sind wir wirklich weit oben, gell, mit der Kamera. Ja, das ist schon weit ganz. oben. Ich muss immer so Ja, ich tue dir. aufschauen. So. Vor Oberstickel. Ein Stückchen runter, ja, tu ein bisschen runterfahren. Das ist vielleicht besser, so ungewohnt. Beim Singen habe ich mir es nämlich schon zuerst gedacht, aber gedacht, was ist da los, was ist da? Das gibt's ja. Ich will da reinschauen, jetzt sind alle schwindelig, glaube ich. So. Ist ja gleich besser, oder? War nicht einmal Freilich. aufgefallen mit der Weil die schenken mir einen Wein auch ein. Schenk mal ein. Jawohl. So. Jetzt bist du wahrscheinlich verdeckt dann wieder vom
vom Bildschirm oder was? Ein Nicht? bisschen, nur vielleicht, aber nicht arg. Ich aber nicht. Ich werde das aber in den Kühlschrank stellen. weil Bitteschön. das nicht wahr. Bitteschön, du bist der Sportler unter uns. Jetzt einmal die beherzte Begrüßung in den Chat da hinein. Der Raff ist da, Ludwig Sass, Matthias Mariacha, Georg Schörer, der Andi Möller, jawohl, Uli Slonek, aus Wien wieder. Christi gut, Landtalstromer Markus, so bin da kann losgehen, sagt er. Ja, Patrick hat schon gleich wieder alles zusammen. Einmalig. Der Franz einen guten Abend in den Pavla Schießner und Christi gut. Peter Prachtl ist da. Ulrich, Michael Unger, Alexander Hauser. Servus die Madeln. Grüß euch, die Buben. Markus Volker, jawohl, servus Markus. Ulrich, St. Johann Überlebende auch da. Das Brennraumtreffen in St. Johann. Ja. Ich habe noch gar nichts mitgekriegt, weil ich da komplett nicht informiert bin aktuell, weil ich so viele andere Sachen gerade zu tun gehabt habe. Aber ich habe schon in der Morgensendung heute habe ich natürlich schon gehört, wie großartig das Video angekommen ist. Also sehr leibend. Der Maber ist da, Wolfgang, jawohl, Daniela Schlegel, unser Prinzip besser. Rudi Korves, Rotolfer Korves. Grüß die Rudi. Jawohl, Christoph Acker ist auch da, servus die Burschen, servus der Rest. Yes. Und natürlich, guten Abend die Damen und Herren, sagt unser Grand Senior Fritzl Stadtgus. Fritzl. Ja. Karin Albertine Priester, und heute sind wir beieinander. Heute haben wir die ganze Garnitur ist dabei. Alexandra Kabach. Jawohl, guten Abend an alle aus, wie du zu sagen pflegst, aus Vorarlberg. Ich hingegen meine, halt aus Konstanz, dass das nicht in Vorarlberg ist. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ich muss halt, okay, trink mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck auf Konstanz. Genau so ist es. Sehr zum Wohle und auf euch alle, gell? Bravo Alexandra, auf euch alle, jawohl. Schweizer drehen die Hätte. Sehr kalt ist ja trotzdem mit der Wein. Ja, aber es geht. Das geht aber ja. Wobei der Wein ist ihm ganz und ja, nein, es geht schon. Muss ja nicht eiskalt sein, nicht? Dass man dann husten muss, nicht? Zum Schluss, nicht? Ja, genau. Nicht? Ich habe einen kalten Getränk noch nie einen Husten gekriegt, aber Ja, das nicht. ist- Aber die Ehre ist ein schöner Weihviertel, sagt der KTM-Junkie, Christi gut, jawohl, Grüß ist auch dich, dabei. servus. Morgen in der Früh kann ich leider nicht. Habe morgen einen wichtigen Termin. Raffi, gut, bist entschuldigt. Wir sind uns okay, aber Ausnahmsweise entschuldigt, ja. bist entschuldigt. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir trinken noch einen Schluck und dann spielen wir noch was. Heute da ist ja zugegangen da bei mir in der Klasse. Was glaubst du? Marco Cinelli hat sich auch schon zugehört. Marco, grüß Jawohl. dich. Ja, da wird ja aufgeräumt bei dir. Die Wasserleitung kommt und Glasfaser, Leerverrohrung wird gleich mitverlegt, alles da, mein Lieber. Das. Alles. Also, aber mittlerweile weiß ich, dass ich definitiv Glaswasser bekomme. Das ist schon definitiv. Das ist fix. Aber wann, wissen wir noch nicht. Ja, das ist der Nein, aber es ist ja fix. Immerhin, weil es war ja nicht sicher. Nicht? Ja. Weil ich bin ja doch sehr entlegen und wenn sie sagen, ja, da zu den Fing 5 an, Bauern brauchen wir- fing an, und wenn brauchen die wir- zum Schluss es nicht nehmen, nicht? Und, ja. Auf jeden Fall aufgraben, ja, also da in der, bei mir, also, man muss ja sagen, da diese Rotte, wo ich da daheim bin, das ist ja wirklich 5 Bauern und 3 Privathäuser. Nicht? Und Drei? Ah ja, der Ding. ja, nein, gibt's noch einen, ja. Und es ist zwar nie wer da, aber und der Friesland ist eigentlich auch nicht mehr viel, aber ist ja wurscht. Also so, also so eine ganz kleine Rotte. Und das ist da am Ende. Also da fährt man her, da fährt man nicht durch, da fährt man her. Ne? Genau so ist Da es. kannst du, das hört da auf die Straße. Da kannst du dann über die Nur zu Fuß kannst du dann gehen. Nicht? Aber Fußgänger, ja, Wanderwege, Wanderwege, da genau. kreuzen da sehr viele. Da sind noch nicht so viele, weil ich bin da eigentlich relativ hoch. Und da kommen nicht so viel her. ja, da auf die Leute ein bisschen die Kurgäste im Beispiel da ein bisschen maroder sind. Ja. Und das ist schon ein Stiegel da auf. Ja, na, vor allem, du musst egal von welcher Seite du kommst, du musst immer vorher irgendwo einen Kram Dann runter. komm oben und dann auf. Und dann ist es zu mir auf. Nicht? Aber es ist da also wirklich Wälder, es ist wunderschön, Ja. aber es ist natürlich, was glaubst du. Und jetzt wird da das Wasser verlegt und aufgeräumt und die Glasfaser und das Ganze. Und da, was glaubst du, da vorne, da geht's zu. Da ist ein wenig. Und heute, ich weiß nicht, was passiert ist, ich hoffe wirklich, dass das alles, was auch immer war, gut ausgegangen ist, irgendwas Schlimmes muss gewesen sein, weil der Christophorus da bei uns gelandet ist. Gerade wie du gekommen bist. gekommen bin, ist gerade der Hubschrauber gekommen. Ist er gerade weggeflogen. Ja. Also drückt uns die Daumen, uns allen, dass das, was auch immer da jetzt vorgefallen ist, dass es da im Ort, wer auch immer da betroffen ist, dass der Christophorus rechtzeitig gekommen ist, dass alles gut Dass geht. alles gut ist. Oder vielleicht sogar schon gut ist und ja.
Also auf jeden Fall heute, da mörderisch was los. Mörderisch was los. Das ist unglaublich. Aus Gruppendorf am Wörthersee, Roland Speer, jawohl. Jetzt wieder Zeit für die Buben und alle Pavlatschinger. Grüße aus Gruppendorf am Wörthersee. Jawohl, habe die Ehre. Da wird sofort eingeblendet, meine Herrschaften. Es ist nicht der Arsch der Welt, man kann ihn von dort aus aber sehr gut sehen. Nein, es ist schon der Arsch der Welt. Da kann man nicht schön reden. Da kann man nicht schön reden. Da schau her. Wichtiger ist, Roland Sperg wird eingeblendet. Warum wird er eingeblendet? Weil der Roland Sperg ist unser Polier, das Synonym für Obmann vom Fanclub, vom offiziellen und internationalen Fanclub der 16er Buben, die 16er Partie. Und die Gründung wird sein, also die tatsächliche Vereinsgründung wird jetzt dann passieren, wahrscheinlich im Juni oder im Laufe des Juni, und da werden wir uns auch zusammenfinden, also wir eigentlich nur zum Beispiel Zusammenrotten, ja. aber natürlich diejenigen, die mitmachen wollen und so weiter. Also wer noch dabei sein will, wer mitmachen will oder einfach nur Interesse hat und sagt, du, um was geht's da, ich will einfach nur Informationen kriegen, um was da ist, bitte meldet euch entweder per E-Mail oder per WhatsApp beim Roland Sperg, unseren Polier, weil der sammelt das jetzt einmal alles ein. Wir sind ungefähr jetzt bei 50 Leute sowas. 50 Leute, also ganz eine schöne Geschichte. Und ja, er ist aktiv, aber natürlich, da er jetzt auch beruflich einen enormen Sprung nach oben gemacht hat, ist es natürlich so, dass er jetzt natürlich so leibend das ist, aber auch mit der Zeit ein bisschen mehr in Bedrängnis gerät. Da haben wir ja vollstes Verständnis, aber nur ein bisschen. Natürlich. Nur ein bisschen vollstes. Natürlich. Nein, schon. Ja, und dadurch müssen wir da halt ein bisschen helfen. Und es war leibend, wie gesagt, wann wer für euch Interesse hat, bitte nur hinkommen. Jetzt muss ich schauen, jetzt muss ich dann wieder dran, da richtig gehend. Der Christoph Klaus, der ist schon geübt? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das habe ich, zu dem bin ich im besten Willen nicht gekommen. Der Ackerl hat nämlich einen leibenden Text geschrieben auf das Vogel. Ich sitze auf der Bonne, auf Fliegen im Mäu. Der Lack ist verschlissen, ich finde nichts dabei. Die Nachbarin sagt mir den Vogel na und. Der Polizist winkt dich. Das ist doch kein Grund. Doch, das ist doch kein Grund. Nein, habe ich noch nicht, aber es wird passieren. Irgendwann wird es passieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wo sind wir? Daumen drücken, ja bitte. Schaut der Erdem. Hallo, endlich geschafft. Trotzdem sehe ich euch auf YouTube regelmäßig. Bravo, Erdem. Super. Freut mich sehr. Servus. Ganz kurz, euer Erstlingswerk ist letzten Freitag direkt aus dem 22. Bezirk der Martinswand vorbei bei mir in Telfs eingeflogen. Gratuliere euch dazu. Das ist mal wild. Magnus Sterzinger hat sie unsere CD. Die erste. Wir werden keinen Richter brauchen. Genau. Hat er sie bestellt? Das wurde vor 20 Jahren, haben wir die aufgenommen. Ja. 2004. 2004. Leute, die Zeit vergeht. Das ist Wahnsinn. Und Radio, hast du es auf Radio Wiener Lied wahrscheinlich, hast du das bestellt, ne? Nehme ich an, ich glaube, die sind die einzigen, die es noch haben. Die haben noch welche, ja. Das ist super. Auf jeden Fall danke dir vielmals. Und ist natürlich, ja klar, ne, das ist 20 Jahre her, aber ja, genieren müssen wir uns nicht dafür, sagen wir es so. Aber es ist halt spannend. Das ist schon anders noch, aber also zum Genieren ist es definitiv nicht, ne? Ja, glaube ich auch. Schau, Paul Artmann ist auch da, jawohl. Servus, Christi. Der Raffi den Roland schon geschrieben, ja, hat meine Nachricht bekommen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas gemacht. Nein, es ist nichts, gar nichts ist passiert. Also, jetzt ist so. Na gut, Patrick, greif jetzt zum Instrument. Zeit wird's wieder. Auffassen, selbstverständlich. Wir sind ja nicht so schmähfern da. Auch, oh ja, schon. Ach so. So. Ja, sowas gemeint. Eure Liebsten von der 16er Bubenfamilie bitte mir noch senden. Ja genau, die sammle ich eh noch. WhatsApp-Gruppe sollte in den nächsten Tagen erstellt werden. Einmalig. Schau, bei Matthias ist auch dabei. Genau, jetzt gibt es eine WhatsApp-Gruppe auch. Weltklasse. In Wil haben uns der Magnus Sterzinger entdeckt. Ah, okay. Auch gut. Erst hat er was, aber war der noch original verpackt oder hat der einer verkauft, der es nicht mehr wollen hat? Ja, das war überhaupt eine Sauerei. Auf Säure! Ja, wo ist Skandal! das? Der hat nicht verkauft, sag's. Skandal. Den suchen wir heim. Burschen, eure Bücher werden morgen geliefert. Soll ich euch die schicken oder persönliche Übergabe? Persönliche Übergabe, Daniela.
persönlich über. Persönlich, wir kommen schon Wir zusammen. werden es schon schaffen. Unbedingt. Weil so Ja. dringend ist es nicht. Oder habe ich es lieber persönlich, Ja, ich der auch. persönlichen Widmung und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Und so weiter. Ich freue mich schon Ja. sehr drauf. Daniela, ich freue mich schon sehr Ich drauf. freue mich riesig, ja. Vielleicht mache ich eine Lesung dann daraus. Ja, Das ist das Werk von Daniela. Und dann sagt sie wieder, das darfst du nicht, da wird der Kanal gesperrt. aber geh. Da machen wir extra einen Kanal Da machen wir auf extra- für die Sachen und schauen so lange, bis er gesperrt wird. Wie Schau mal, weit wir Wie kommen. weit gehen wir? Wie weit gehen wir? Vielleicht wird das dann der erfolgreichste Kanal überhaupt. möglich. Übrigens, wir sind jetzt schon bei 1964. Über 1060 habe ich gesehen. Ja, da siehst du immer nur in 10er Zehnersprüngen. ja, ja. Ne? Aber 1964 Abonnenten. Also, Zwarer Hummer. wir nähern uns dem Zweier. Wir nähern uns den 2000. Wer uns noch nicht abonniert hat, bitte tat's das. Helft uns ein bisschen raus und sagt es doch weiter. Dass auch den Kanal abonnieren. Ich meine, schau, nach 20 Jahren wäre es doch nicht, wenn man zumindest 2000 Abonnenten hat. Aber wir haben die leibendsten Abonnenten, muss man auch Na, sagen. so ist es. Wir haben da nicht irgendeinen Ruhes wie viele andere. Ne? Nein, wir haben die Elite. Die Elite. Darf der nicht schießen, das Follower. sind die Elite. Es ist so. Das ist es. Das ist so. Vor der ist man drüber, das stimmt. Darf ich mir was wünschen? Was willst du? Was willst du? Jawohl. Wird das ja? Ich bin ich, sie müssen mich doch kennen. Bin jetzt keiner ernst, das war noch schöner. Ich hab alle Titel, das noch gibt. Und bin überall beliebt. Ich bin der König von den Trager. Bin ein Hallodri, ganz ein Schwarer. Ich bin Baron im grünen Kranz. Der Karajan von Wiener Tanz. Ich bin Herr Graf im grünen Buschen. Doch nur daheim, da muss ich stark sein. Aber wenn's um meine Trariere geht, bin ich die Trara, bin ich die Trara, bin ich die Trara Majestät. Jeder Hauber tut schon offene Worten oder ausgesteckt kriegelige Karten. Ja, und die Schrammen stehen schon vor der Tür und meine Spätzeln stehen spaliert. Ich bin der König von den Drachen, bin ein Hallodri, ganz ein Schwarer. Ich bin Baron im grünen Kranz, der Karajan von Wiener Tanz. Ich bin Herr Graf im grünen Buschen, doch nur daheim, da muss ich Staubsaugen. Aber wenn's um meine Trariere geht, bin ich die Trara, bin ich die Trara, bin ich die eine Trara Majestät. Ballett! Joppa! Ich bin Herr Graf im grünen Busch, doch nur daheim, da muss ich Staat sein. Aber wenn's um meine Trariere geht, bin ich die Trara, bin ich die Trara, bin ich die eine Trara Majestät. Der Puffzack habe Jawohl, kurz war. Klasse Nummer. Jawohl. Schöne Nummer, schöne Nummer. Kein Schluckerl nehmen. Sehr Ja, zum unbedingt. Was wären wir ohne den Gespritzten? Denn der hat immer Saison. Ne? Wohl. Stimmt, so ist es. Also nicht den Gespritzen Saison, sondern Er hat immer Saison, meinst du, nicht? Also, immer Saison. Snoop Dogg Doggy Style ist auch da sag doch einmalig. servus, grüß dich. Schau, Magnus Sterzing war wirklich noch original verpackt. Gefällt mir richtig gut. Freue mich wirklich sehr darüber. Tipp klingt über große Bose Kopfhörer einfach gewaltig.
Ja, ich danke dir vielmals. Aber das war ja wirklich also eine Studioproduktion. Eigentlich, pass auf, Ja. dann Die zweite war dann die Vorstadt Plus. Waren die Wiener Forscher Plus und dann waren es schon keine, das waren die richtigsten, das waren beide, das waren richtige, das waren Tonstudios, die richtig gehen, so absolut professionellste Tonstudios waren. Die dritte war auch ein professionelles War beim Tonstudio, Erstl, ja. aber es war jetzt, Spierk? es war nicht sozusagen, das ist der Spiergeist, der auch ein Tonstudio hat. Ja, genau. Die ersten zwei, das waren wirklich richtige Tonstudios, also per se ein Tonstudio. Das meine ich mit richtig, also das ist quasi, das ist als solches, das gibt es nur, weil das Tonstudio heißt. Und es waren auch Tontechniker, die eben für das dann da waren. Beim Ernstl war das quasi schon mit dem Ernstl gemeinsam ja, selber gemachte CD. Genau. Und die so. anderen zwei waren dann, Und die anderen haben wir es selber gemacht. eine bei mir im Wohnzimmer, Eine bei dir, in Lenkbachel noch, in Reitlenkbach, ja genau. Lenkbach noch, und die andere haben wir da Die gemacht. andere haben wir da gemacht. Ja. Das stimmt. Die andere Die haben wir da letzte. gemacht. Aber und das natürlich, ja, also die von der Professionalität der Aufnahme, nicht der Aufnahmetechnik, sondern der Produktionstechnik, vor allem das Mastering, war Das natürlich Mastering war bei den ersten beiden das das muss man sagen, das Professionellste, ist so, ja. Professionellste. Ja. Ja, genau. Das war das Professionellste. Das Schönere für mich trotzdem ist bei den anderen. Ja, es ist schöner, ja, aber ich Von- finde es auch, ja. Weil die Musik das verlangt, sage ich mal Es- so. es ist- Aber Das, ja. Magnus Sterzinger, das taugt mir wirklich sehr. Taugt mir wirklich sehr. Wahnsinn. Schau die Achtel von einer. Ich danke euch schön. Ich danke euch schön. Was wir jetzt machen, möchte ich jetzt spielen. Na bitte. Aber hast nicht mehr peitschen. Ja. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und Draht und um nix war mir leid. Einmal haben's jetzt auch verranzt. Ich hab gesungen und tanzt, ganze Nacht hab ich gewalzt und mein Peitschen hat geschnalzt. Auf Jacke Natur mit einem gesunden Hamburg. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gar. Hast gar nicht mein Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Aja, hussasa, aja, hussasa, aja, hussasa, aja, hussasa. Frisch lackiert war mein Wagen und mein Geschäft hat was dran. A jedes am Grund hat mich kennt und der Golden ist gerannt. Immer modisch das Gewand und das uns gesund benannt. Mit ein Flinserli da, ein Freundl, das war er vor. Zuerst die nobliche Fuhr und dann die notige Tour. Wenn ich denk, wie das war, da hätt ich's längst alles gar. Aber hast gar nicht mehr Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Aja, hussasa, aja, hussasa, aja, hussasa.
Einmalig. Super Nummer. Lange nicht gespielt, sofort wieder. Ja. Wirklich wahr. Ja. Eine ganz schöne Nummer, wirklich. Ja, genau, an einen Hehe-Zonko muss es rankommen, genau. Ich mag auch den haptischen Aspekt, CD und Booklet. Nun natürlich klingt der jetzt anders, aber eben nur anders, weder besser noch schlechter. Ja, das Magnus, das glaube ich dann, dank der vielmals. Und natürlich dieses Gesamterlebnis, ne, mit der, eben, sei es ein Schallplatten oder immer CD oder das Booklet ausschauen und so weiter, das glaube ich schon, ja. Mittlerweile geht das Zuhause-Studio ganz gut. Das Hehe Zonko hat Max beim Bruder im Proberaum produziert, dann von einem externen Firma mastern lassen. Das ist sehr leibend. War ist aber wirklich leibend. Ist ja wirklich leibend drin, ja. Der Tisch schaut so auffällig leer aus, sitzen der Party und Klaus am Trockenen. Nein, Ja, dann woher? nein, das ist der Wein im Kühlschrank. Im Kühlschrank, ja. Das ist alles. Ja, wo ist es eine Farbe am Start? Prost, gleich. Zum Wohle. Geht, da werden wir gleich. Trink aus. So, vorsichtig noch heute bei mir. Ich hol gleich was. Okay, hol bitte. Ich bin komplett am Druck. Jetzt darf ich sagen. Mein Weiberl hat heute halbrund Geburtstag und morgen haben wir den 30. Hochzeitstag. Wolfgang, na, das müssen wir jetzt aber begehen. All mein Staff, grüß euch, bin auch dabei, aber heute hat es mit Hinterholz 8 starke Konkurrenz. Das glaube ich. Was? Hab übrigens das Kawasaki Technik Lego vom Zonko gewonnen, jetzt heißt es nur mehr zusammenbauen. Na Leibwand, Daniela, das taugt mir wieder. Dank dir herzlich. Bitte Du. schön, sehr gerne. Ich stehe wieder im Kühlschrank. Ja. Trotzdem, gell? Jetzt müssen wir natürlich die Frau Spaziergang würdigen zum Geburtstag. Ja, selbstverständlich. Und wann haben's? Morgen haben sie den 30. Hochzeitstag. Wahnsinn. Na gut, pass auf, das würdigen wir jetzt einmal. Und meine liebe Paula Giestingers, jetzt ist wieder soweit. Haut eine bitte eine Orge. Eine Orge an rote Achteln. Sowohl für die werte Frau Gemahlin von Wolfgang Jawohl. zu ihrem heutigen Geburtstag und gleich dazu hat es doppelt so für den morgigen 30. Hochzeitstag. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Da muss ich gleich einen Schluck nehmen. Zum Wohle. Sehr zum Wohl, Prost. Prost. Na, leiser sind wir. Leiser sind wir. Leiser sind wir? Ja. Das ist auch nicht Naja, gut, ne? oh ja, weil. Ist was falsch eingestellt, oder was? Also, die schauen wir. Nein, ja, schau hinten, tu mir entgegen ein bisschen auf, weil da bin ich schon drüber. Na klar. Ganz auf Low, ganz auf. Ja. Wisst ihr, dreh's noch auf ein bisschen, kannst du in die Ja, erste. ja. Dankeschön, ja. So, bitteschön, ja. Das war's, jetzt führst du aber nicht auf. Oh ja, schon. auf halb ist jetzt. Okay, ja, passt. Ja. Dankeschön. Bitte Ja, schön. danke für den Hinweis. Das war natürlich jetzt noch eingestellt von Schiedchef Schauer, von der Morgenshow. Ja, genau. Da Danke sitzt du vielmals für direkt dran, nicht Für wahr? den Hinweis, ja. Ja, alles klar. Ja, wo schaut da vorne schon die Achtleine? Ja. Im Zug von der Schweiz, von Linda nach München ist gerade die Maggie ist da, jawohl. Bravo Maggie. Grüß dich gut. Ja, die sind leiser. Danke schön, das müsst früher sagen. Also, bitte keine falsche Scham bei uns, wenn irgendwas nicht passt, sofort Meldung abgeben. Natürlich, ja. selbstverständlich, wir sind dankbar dafür. Unbedingt, Ja, ja. unbedingt. So, schau die Achteln. Für Mr. und Mrs. Wolfgang von der Maggie. Matthias Mariacher schreibt noch eine Alter. Wieso schreibt er jetzt Alter? Matthias Mariacher. Warum Alter? Warum Alter? Das musst du jetzt schreiben. Oder war es kurzfristig so laut? Viel besser, sagt jetzt Snoop Dogg Doggy Style. Landtagsstau Markus hat den Daumen auf eine, jawohl. Josef Dadl ist da. Jawohl, der Pepe. Jetzt erst da ein Röschenkeller am Freitag und jetzt wahrscheinlich in der Bodwan. Oder? Ich tippe auf, was tippst du? Bodwan oder Die Wohnzimmer? Bodwan. Beide. Wir Bodwan. tippen beide auf Bodwan. Wenn du nicht in der Bodwan sitzt, sondern im Wohnzimmer, müssen wir einen Schnaps trinken. Nein, will nicht. Das fahrt halt. Nein, ich bin nicht, aber ich bin noch nicht so. Es ist am Weg der Besserung natürlich. Es geht mir gut schon wieder, aber es ist ein bisschen noch alles mit Bedacht. Weil es auf einmal jetzt laut war, ich muss gedacht, Matthias. Ja. Oh. Sehr gut. Na gut, dann müssen wir jetzt nur noch was spielen. Warte mal, was könnte man denn? Was machen wir denn? Was wünscht Zeichen? Aber es muss es sein, was wir kennen.
Auch nicht immer das Bummel für den Hochzeitstag? Nein, nicht. Das ist, macht man nicht. Passt auch nicht zum Hochzeitstag. Karin wünscht das Engel aus Kalan, ne? Das müssen wir jetzt machen. Dann müssen wir es machen. Ja, warte mal. So, warte mal, ich muss mir das da suchen jetzt. Ich habe mir das blöderweise nicht ausgedruckt. Ich habe es nämlich auch nicht ausgedruckt, ja. Also respektive liegt es in Wien. Aber ich muss mir das halt da irgendwie her. Ich muss mal schauen, wie wir das machen. Wir haben das gleich. Aber das wird natürlich gemacht. So, wo haben wir da? Musik. Liedsheets. Eigene Werke. Eigene Werke, ja. Zack, zack. Ach Gott, das ist da mit der Software so deppert. Engel aus Kalau. Zack. Na, das sind Noten, die brauche ich nicht. MP3 brauche ich auch nicht. Ah, der dritte Datei gibt es Das noch. brauchen wir. Genau. Das brauchen wir. So. Wird geöffnet, Freunde. Jetzt muss ich noch schauen, wie das dann auf dem Display. Ich weiß halt, warum diese Fenster, warum das immer da dahinter Warum das ist. dahinter Egal, ist, wie ja, du es das anklickst. ist komisch. Das geht mir so auf den Socken. Socken! Pass auf. Das brauche ich nicht, möchte ich da halten. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, das kann ich weg. Da fahre ich um, ja, es tut mir leid. Das ist Das so. dauert jetzt ein bisschen. Aber, Es ist- nein, ist schon Es ist erledigt. schon da, ich sehe es schon. Ist schon erledigt. So, in F-Tour. In F-Tour, Für die ja. Karin, Engel aus Kalau. Die Wiener Musik hat viele Lieder, nur wenige hört man immer wieder. Der eine hat's Bummel, der andere hat's Glück. Und das ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt. Nur einer Person blieb der Ruhm lang verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein. Und daneben grölt die Menge den Herrgott aus Stein. Das kleine Engel aus Kalau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise, schramme Melodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Der Kallenberg, der Steffe, der Bruder, der Wein wird besungen, ja sogar der Kader. Der Tod ist ein Wiener Bruder und wird aus Bruder sein. Der Wiener, der stirbt, kommt in den Himmel hinein. Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Übern Wurstler sogar hat man gewarnt und hat gelacht. Ein Loblied aufs Engel, das hat man versäumt. Und der Herrgott da stand, sitzt daneben und weint. Das kleine Engel aus Kalau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise, schramme Melodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Jawohl. Engel aus Kalau. Super.
Engelasker auf dem Erstlingswerk unserer ersten CD. Sehr zum Wohle, meine Lieben. Ist ja. das vorhanden. So, sehr zum Wohl. Achtel von einem Tag. Akustik ist heute nicht. Ist heute richtig gut, sagt der Snoop Doggy Style. Schön, das freut mich nur noch mehr. Super, der Karin kommen die Tränen so schön. Ja, das gefällt mir. Beste Grüße an die Karin. Ja, schau, die Achteln, die Achteln. Was haben wir da noch? Josef Dartl hat noch nicht geschrieben, aber nachdem er Daumen hoch und Achteln. Diesmal ja, spielst du was, was nicht kennt, ist sicher lustiger. Das ist sicher, ja. Mit der Alter ist eh schon alles gegangen. Wohnzimmer, da steht schon, Wohnzimmer. Ah, da steht Da haben wir beide jawohl. verloren. Jawohl, Ja, früher hätte man Schnaps getrunken. Ein Pech. Jetzt als Ding, ne? Nein, nächste Woche bin ich wieder dabei beim Schnapsal. Nächste Woche, du musst mit dem Auto fahren, da kannst du Schnaps trinken. Ne? Naja, das meine ich. Das meine ich. Wo bin ich jetzt wieder? Ich bin schon wieder komplett woanders. Also Wohnzimmer, Wohnzimmer so passt. ist Weltklasse. Was haben wir da? Wo bin ich denn? Geht ein kleiner Bursch mit im Sound, Rudi Korbis? Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. So, da sind schon die Achteln. Da vorne schon die Achteln. Die Achteln, ihr seid leibend. Ihr seid einfach die Größten. Jawohl. Die- Manfred Kraft ist auch da. Jawohl, keine Chorprobe, schreibt er. Ja. Und ist er natürlich schon da. Das ist absolut klasse von dir. Das gefällt mir. Na schau, die haben gestern Fest für den Anton Bruckner in Linz. Haben das Konzert beim Konzert gesungen. Alle Achtung, bravo, bravo Manfred. Die Maggie muss gleich aussteigen, aber vom Zug. Im Wiener Männergesangsverein verdanken wir immerhin den Donauwalzer, welchen Johann Strauß ja ursprünglich auf Auftrag des Wiener. Das war wirklich wahr? Ja, Ist das echt ja. wirklich wahr? Vom Wiener Männergesangsverein kommt. Das habe ich gar nicht gewusst, also für das. Wann bekommt Patrick seine Nussinger Medizin? Der will keinen. Nein, ich mag heute keinen, wirklich nicht. Und wieder ein Ohrwurm, sagt der Maber. Danke, der schön. Ja. Hier lernt man sogar was. Snoop Dogg, da ist ein Wahnsinn. Gell? Die Weilke, die Sato ist am Haken. Grüß dich. Weilke ist am Haken. Aber trotzdem dabei. So passt das. Ein Das Mole. ist, so gehört sich das. Was sagt der Allmeister? Fahrt bitte nächstes Jahr zum Song Contest. Na, Nein. Zu diesem Event fahre ich nicht. Nein, nicht. Also, Naja, sagen wir, naja, wobei, was weiß man? Es kommt darauf an, wie viel, da geht es nicht um Gagen, Nein. da geht es um Schmerzensgeld. Das ist- Wie viel Schmerzensgeld hast du? Nein, du bringst mich auf diese wirkliche. Und mir fallen jetzt viele Superlative ein, die nicht jugendfrei sind. Nein, los. Für diese Veranstaltung riere Tut ich mir nicht leid, einmal, tut mir riere ich leid. nicht einmal ein Zeichen. Tut mir leid, ja. So eine Drecksveranstaltung, wirklich. Also die ganzen Musik dort wirklich, das ist ja nicht zum Anhören gewesen. Die Leistung von den einzelnen Künstlern kann einem gefallen oder Das nicht. ist- Das ist ja jetzt halt Was dahingestellt. anderes. Ne? Das ist ja ein anderes Thema. Aber die Kompositionen Ja, die und Lieder, das aber- Arrangement und das alles, da ist eigentlich kein einziges, was mir wirklich so ins Ohr gegangen war. Nein. Wo ich sage, das kann ich mir jetzt erinnern noch. Na, du kannst ja nichts nachspielen. Du kannst ist ja nicht nichts so. mit der Gitarre hinsetzen. Das waren alles irgendwelche wüden, also alles. Weiß ich nicht, ich habe nichts angehört. Außer halt ein paar, also ein paar Sachen. Und da muss ich sagen, ja gut, das war halt eine Show, im Prinzip jetzt halt für queere Leute, oder wie man sagt, oder Vogue, queer, irgendwie so. Aber Ja, ist in Ordnung, wenn sie was kennen, ist in Ordnung. Wobei, weiß ich nicht, der was da gewonnen hat, ich meine, für mich wirklich persönlich, ich mag das nicht, ich kann das nicht ausschauen, mir wird übel dabei. Aber der hat schon seine Leistung gebracht und hat auch gesungen. Also, und nicht leicht und nicht einfach. Also, die Nein. fachliche Leistung war nicht so zu verachten. ja, stimmt. Es hat mir nicht gefallen, das ist eine andere Geschichte, das betrifft mich. Aber die Lieder selber, also das waren keine Kunstwerke. Patrick hebt so recht den Finger, weil von der Welt geht 5 Euro. Jawohl. Character holding their head in their hands, saying, "You're my number one." Ja, so schaut er aus. Aber Weike, ich danke dir schön. So schaut er aus, der Max. Ich danke dir Zum schön. Wohle. Und natürlich beste Grüße an unsere winophilen Nymphensittiche, die Sunny. einzigen. Sunny und Mutzi. Jawohl. Jawohl.
Gab es in der Frühzeit sogar Wiener Lieder beim Contest? Naja, Wiener Lieder vielleicht nicht, aber ich meine, wienerisch gesungen, das war damals schon, also damals waren überhaupt mehr Landessprachen, also damals, wie ich jetzt ein Kind war, wie wir das halt geschaut haben, ich schaue das ewig schon immer mehr, weil es wirklich für mich eine Kinder Unnötigkeit war es ja noch in der Landessprache, wie gesagt. Ja. Ja, naja, Englisch war schon, Englisch, hat man Englisch dürfen, oder Landessprache, ja. aber es waren die meisten. Ja, ja. Ja, das war schon super, wenn da war halt Schweden und irgendwas, das war schon immer köstlich, ne? Der Finnisch ist auch immer sehr Ja. interessant, nicht? Ja. Aber jetzt ist das ja wirklich ein reines Politikum und es ist eine Show, wirklich eine Show, die mir nicht gefällt, sagen wir es so. Diese Pseudo, ein Non-Binärer hat gewonnen, ein Non, so wie letzte die Ukrainer gewonnen haben. Ja, Da. na gut, ja. So ist es, Also, aber ohne mich. na, aber was hat das mit so einem Ding, der Markus Sterzinger schreibt nämlich auch was richtig ein, was ursprünglich nämlich war, der Song Contest, der Kompositionswettbewerb eigentlich war, ja. Ja. Die Performance Richtig, war, ja. die Performance war insofern schon wichtig, weil man das live darbringen musste. Ja, ja. Und Aber es war da hast du jetzt auch nur mehr Live-Gesang. Es gibt ja schon ewig keine Live-Band mehr. Ja. Ist ja alles nur mehr live. Also der Playback, also Halb-Playback sagt man da nicht. Also ja, genau. ein Playback, Also der Gesang kommt live, aber die Musik kommt vom Band, Genau. also aus der Dosen. und dann hast du halt Lichtshow und Feuershow und die Kostüme. Ich meine, wie Früher war gesagt, ein Live-Band, Live-Orchester, aber da ganze Big Band und was weiß ich was, der Streicher. Jürgens ist gesessen am Klavier und dahinter waren oder nicht dahinter, daneben, glaube ich, waren die Streicher, die paar, was da mitgespielt haben. Jahrelang Der hat live am der Klavier Richard gespielt. Österreicher für Österreich Ja. immer dirigiert, dann der Kolonowitz nachher und dann war es eh schon auch. Dann, jetzt ist seit Richtig. Jahren schon kein Orchester mehr dort. Ja. Nein, ist wirklich, also, Ah, ja. ja, Marianne Ment, wie ein Glocken, genau, die war ja. ja auch, der alles Zeckenkiller. Genau. Der Josef Dadl bringt es auf den Punkt, das war nicht so gut. Sandy Shaw war aber. Du, ich habe mir den Song Contest nicht angeschaut. Ich habe ein paar Lieder mir eingezogen. Also nicht einmal ganz, sondern nur stellenweise. Den Siegertitel haben wir schon angeschaut, weil wir dachten, gut, ich will wissen, was der kann. Das Lied kann nichts. Das Lied kann nichts. Wirklich gar nicht. Also musikalisch, kompositionstechnisch kann es Aber der nichts. Bursch kann singen. Ja, der kann singen. Aber es ist natürlich, hat der gewonnen, weil er halt non-binär ist. Ja, So wie letztes Jahr halt die die Ukrainer. Ukrainer letztes Jahr. Ja, das ist halt, ja, gut. Das ist ein reines Politikum, sonst gar nichts. Das ist schade für die anderen, Darum interessiert mich das. aber das hat null Wert. Nein, aber es ist wirklich, wenn du diese Lieder hernimmst, wenn du jetzt die Show wegnimmst und wenn das jetzt nicht einer singt im Rockerl, eine Mau im Rockerl, sagen wir es so, und mit Federboa Gewandel, sondern halt einer normal dasteht und das einfach nur das Lied interpretiert, begleitet von einer Gitarre. Kann gar nicht. Funktioniert es ja gar nicht. Das kann's gar nicht. Und das ist was für mich. Nein. Da haben wir uns nicht Ehre, dann mal lieber was spielen. Ja. Der Ackermann, ich werfe ein grandioses Trio. Bis am Berg Skyline bei der Kirche ums Eck. Ja, werden wir machen. Werden wir machen, ja. Ja. Nicht böse gemeint, aber früher hätte man die meisten Teilnehmer mit nasse Fetzen ausgejagt. Im Prinzip ist das fast, also man hat ja gesagt, von der Bühne gejagt. Ne? Das stimmt schon. Aber gut, ja, es hat sich halt geändert. Das mag ja sein, die Gesellschaft ist alles in Ordnung, aber die Lieder haben nichts können. Also die haben einfach nichts können. Das denke ich mir. Wenn der Song Contest für den Arsch ist, gehört er dann nach Bad Schönau. Fragen über Fragen, Christoph Acker. Du bist frech. Bin Arsch der Welt, gell? Weltklasse. Habe ich noch nie angetan, ich habe schließlich Geschmack. Bravo, Schrauber Matthias, du hast recht. Aber Marianne Ment, war das Eurovision Song Das war Contest? eine Song Contest Nummer, Ja, ja. das ist natürlich leibend. Die Glocken haben diese ganz andere Qualität. Ganz andere Qualität. Wo bin ich denn jetzt schon wieder mit dem? Und was der Wolfgang hier der schreibt, das stimmt schon, ne? Ah, der Snoop Dogg ist ein Mädel im Sitzen und mit der Gitarre wäre heute undenkbar. Ja, das stimmt. ja. Marianne Ment war dabei, aber nicht mit der Glocken. Nicht mit der Glocken? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Thomas Forstner, Toni Vegas, Simone, das waren noch Zeiten. Ja, sogar der Alf Beuer kommt ja dagegen schon vor wie ein mörderischer Sänger. Nicht? Was war denn das? Irgendwas mit Hasen, irgendwas mit Häschen, oder? Irgend sowas. Ja. Das hab Der, ich schon, ich hab der das Wilfried verdrängt. der Wilfried war mit Mona Lisa, hat das Kassen, glaube ich. Lisa,
Mona Lisa. Richtig. War auch kein Wilfried Reißer, war muss man auch, sagen, genau. aber hat noch irgendwie. Der Wiedererkennungswert fehlt bei den allermeisten Titeln heutzutage sowieso, weil das musikalische Niveau beim GP längst im Keller ist. Ja, stimmt. Ed von Schleck, mal jetzt die Herren, jawohl. Mir hat das Nemo auch nicht gefallen, aber gesangstechnisch war er wirklich gut. Das stimmt. Das stimmt, habe ich gesagt. Aber Das ansonsten habe für ich den ja ESC gesagt, nicht ja. mehr sehenswert. Kein Vergleich zum früheren Concours der Eurovision, de la Chanson. Reden Sie bitte nicht von den Song Contest. Ja, na Wolfgang, na Weltklasse. Ja. Musik hat es gesungen, ist damals auch Vorletzte geworden, wirklich. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich. Aber da war ich noch gar nicht, das muss ich noch, nein, da war ich noch gar nicht auf der Welt wie die Marianne Mentor, glaube ich. Das war noch vor, Nein, das vor war unserer Zeit. die Ende 60, Anfang 60er, 70. Das war noch 70er, schwarz-weiß. das war noch, ja. Der Magnus sagt beim ersten Song Contest nahm Fredrik Wien für Deutschland teil, obwohl er Österreich ist. Ja, Herr Neuser war das. Herr Neuser, ja. Also ist er noch, er lebt ja noch. Also lebt noch. Waterloo, ja. Wo bin ich denn? War der hatte du da, genau, das war der Ding. Ja, da hat es aber dann schon angefangen, dass du sagst, das waren einfach, ja. Kleine Haserl, all my stuff. das kleine war es, genau. Die Nasal. Genau mit 0 Punkten der Wilfried Thomas, ja. Ja, Das war unglaublich. Lisa, Mona Lisa. Immer war doch, das Kind damals weiß ich nicht, kann das, außer Lisa, Mona Lisa kann ich nichts Ich nachsehen. sag's ja. Gary Lux war auch richtig. Der Gary Lux ist, glaube ich, einer, der am meisten dabei war überhaupt. Der war ja Kleine Katzel. mit seinen Kompositionen überhaupt. Also der Gary, glaube ich, der meist dabei gewesene überhaupt, glaube ich, beim Eurovision Song Contest. Ja. Nadine Beiler war auch, ja, aber das war schon, das waren schon alles, sozusagen, jetzt, wie soll ich sagen, das waren so Retortengeschichten, mehr oder weniger, da kommt nichts mehr. Ne? Ja. Für mich ist es akustische Körperverletzung, sagt der Schraube. Das hat nichts mit Musik, sondern es war reine Mainstream-Politikveranstaltung. Ja, das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Ja. Die Wildcat sagt jedenfalls, hat Politik nichts mit der Musik zu tun. Das israelische Mädel kann nichts für den Krieg. Ja, die muss ja echt arm gewesen sein. Ja, die muss echt arm gewesen sein. Denke ich mir auch, nicht? Ich meine, ja, aber ist ja wurscht. Das ist halt so, jetzt dann halt alles so aufziehen. Ich meine, es war spannend. Ich hab vor Jahrzehnten habe ich gesagt, ich verstehe nicht, warum Israel dabei ist, weil ja Israel nicht zu Europa gehört. Und ich dachte, warum ist Israel beim Eurovision so? Und dann gesagt, ja, das ist dieser latente Antisemitismus. Und schau dir das heute an. Also das ist ja unpackbar, oder? Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. Das auch so, ja, das hast du. Oder? Das bleibt. Ja, Schrauber. Ja, auf jeden Fall, das war irgendwie kein wirklicher. Ja. Schau mal, ist da so Gary Lux, österreichischer Rekordstarter. Mit 5 Teilnahmen. 5-mal, ja, genau. Ja. Und vom Udo Jürgens waren ja auch, ich glaube, 3 oder 4 Nummern von ihm, wo er ja ganz gut platziert, und das Merci Chérie war ja die 3., 4. Das dritte oder Mal, 5. Nummer. Das dritte Mal. Ja, das dritte Mal. Ja, das war das dritte Mal dabei. Und da hat er aber gesagt, ja, er hat sich überreden lassen, das zu schreiben, hat aber gesagt, er selber wird aber nicht mehr antreten. Weil es sind schon mit 2 Nummern antreten. Und dann habe ich gesagt, nein, das musst du aber tun brauchen. Ne? Ja. Wobei der Text nicht von ihm ist, glaube ich. Der Udo hat ja fast Hat wenig Texte ganz geschrieben. wenig Texte geschrieben. Ja. Wenig geschrieben, ja. Sehr viel der Hörbiger. Ja, Der Tommy. Tommy Hörbiger, ja. Ja. Forster. Von Thomas Forster, Dieter Bohlen, ja gut, das waren immer die Klassiker. Immer die gleichen Leute, die da geschrieben haben. Ne? Das war immer. Aber da sagt der Ackerl natürlich richtig. Gewinner beim ESC politische Außenseiter, die Bur müssen hin. Friedler Stadios für mich waren aber die besten. Die waren auch im Song Contest wahrscheinlich. Ne? Ja, Waterloo. Ja, was haben sie gesungen? Aber werden schon gewesen sein, ja. Sicher nicht, ja. Jürgen Straat 3-mal lang. Ja. Das wäre doch eine Herausforderung für euch. Ja. Peter Bartel, das wird nicht passieren, weil erstens wollen wir nicht. Also damit wäre es ja schon erledigt. Aber auch in weiterer Folge, es würde nicht, wir haben weder dieses politische Netzwerk noch irgendwelche anderen, weiß nicht, was man da, Attribute, die man wahrscheinlich braucht für das. Ja. Wir sind da nicht geeignet. Ja. Und jetzt haben wir das Ding in der Schweiz, hoffentlich weit weg in Genf. Ja.
Buben für Österreich. Oder für Deutschland. Gleich für beide, gell? Weil Österreich schrägstrich Deutschland. Das hat für Deutsch-Österreich. Das ist ja was. Für Deutschland treten die Buben an. Bist du gescheit? Das wäre ein Skandal. Ja, wirklich war aber mit Waterloo. Doch Waterloo. Ah, ja, okay. Ja. Ich war mir nicht sicher. Also die Kenner. Ich war mir nicht sicher, ob Aber das ich- Waterloo war, aber... Na gut, dann machen wir die Trilogie. Machen wir die Trilogie, was haben wir gesagt? Bis am Berg, Skyline und Ja. Klein in der Kirche. Klein in der Kirche. Machen wir. Im oberen Weingarten am Pieserberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rehm dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Pieserberg. Dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen die Wolken sich verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste, der Rebfallwein. Weingarten am Pieserberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rehm dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Pieserberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste, der Rebfallwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste, der Rebfallwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bitte, Herr Professor.
von Wien. Du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal braucht, du kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfe mit kleinen Häuseln darin und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heuriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Amor und viel Glückling darin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Gereise. Neben der Kirchen vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heuriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Schön.
Die Trias. Wunderbares, ein Akkord-Solo habe ich ja noch. Das Ja, Akkord, Ausbaufähig noch. Nein, hast du Super, Leihwand. Also der Bursch Öl, ist also der Leihwand. der Ausreißer Blues, Magnus Stärk, ist auch gut. Der Ausreißer Ausreißer ist Blues. gut, das ist Eigentlich heißt es ja Aufreißer Blues. Hat sich gleich natürlich, hat sich gleich korrigiert. Aber Ausreißer Blues ist auch leibend. Ja, dann laufe ich in Wien mit Bumerl, ja. Ladl, tut mir leid, ich muss schon nach dem Ofen, ich muss zur Hecke und. Bitte, dann schau zur Hecke ja, rein. was denn? Passt schon. Und. Da kannst du den Wein dann auch mitnehmen. Könnte ich- schon dann. könnte ich auch gleich. Könnte ich auch gleich machen, nicht? Ja. Nein, die Hochteln von ihnen, War ich echt unterwegs? gefällt das alles wunderbar. Marco Cinelli, jawohl. Snoop Dogg ist ja die beste Skyline-Version war während des Lockdown. Okay, interessant. Interessant, wenn du das sagst. Eine lange Version, einfach nur laufen lassen. Okay. Kann mich an das gar nicht erinnern. Während dem Lockdown war das. Aber da waren wir schon zusammen, da haben wir aber nicht die Skyline nein, da müssen wir schon zusammen gewesen sein. Weil das kann anders nicht gewesen sein. Dass wir das über den Äther gespielt haben, ich daheim und der Klausi daheim. Nein, das kann nicht sein. Das geht sich nicht aus. Das ist nicht machbar. Der Wolfgang, ja, die steirische ist leider nicht dabei heute. Ja, mir ist was passiert, es ist ihnen bei den Kloppen, es sind 2 Kloppen runtergefallen und darum habe ich die daheim und das konnte ich heute nicht machen, so geschwind daheim. Aber nächste Woche habe ich die steirische wieder mit, dann habe ich das schon repariert morgen. Ist ein kleiner Unfall passiert, aber es ist nichts Schlimmes, aber es ist dadurch unspielbar momentan. Aber es wird morgen schon wieder repariert von mir. Es ist nichts. Da sind 2 Kloppen sind runtergefallen, die da drinnen sind quasi. Ja, warum auch immer, ich weiß es nicht. Sie ist auch schon älter. Also, in der Zwischenzeit dürfte der Kleber irgendwie brüchig geworden sein oder was. Und der Garten habe ich nicht machen können. Aber ich versprochen, nächste Woche habe ich die steirische wieder dabei. Ganz sicher. Ja, Schweißgerät, packst du ein Schweißgerät? Nein, das ist nichts zum Schweißen. Das ist nicht, nein, um Gottes Willen. Nein, jetzt geschweißt, dann halt das. Dann ist zusammengeschweißt. Wir müssen da wieder ein bisschen zurück dran, es nutzt Ist nichts. doch zu laut beim Was ist denn der obere, der untere? Ja, Ich da ist sage. ich trau ein bisschen zurück. Ein Stückchen So, zurück, danke, wieder dann zurück, kann ich da wieder ein bisschen laufen. Jawohl. Weil es hat ein paar Mal da. Hat's bräselt, Ja. sozusagen. Oh, schon. Und das bei den schönen Nummern nicht. Ja, so. 12 Points. Wird etwas gebacken, nein, aber wir müssen noch schon heizen, ist ja noch kalt. Ja, So ist nicht. Ja, Autothermometer, wie ich angekommen bin, hat es 12 Grad angezeigt. Also Ja, ist schon nein. frisch da herum. Ja. Nein, es ist- Jetzt es ist schon ist- noch kühler, sicher. Es ist nicht so Winterkälte, aber also ohne Heizen Einheizen ist es geht das noch nicht. Jetzt hol ich mal. Ich war so dreckig, ich habe auch gerade gedacht, die Brüne, ich weiß nicht. Was ist, trinkst du Austernahme oder Wiesen ist bei Da steht dir? ein bisschen Wasser drauf. Nein, ich bin noch ein bisschen. Ja, nicht das so- ist ja immer Wahnsinn fit, mit dir. ne? Da, Dankeschön, danke sehr nett. Sehr nett. Wahnsinn. Da darf einmal, gell? Ja, 12 Punkte. Ich danke euch auf jeden Fall schön. ich satz die billig. Jawohl. Ich mach schon, Bitte Patrick, ich mach machst schon. du. Ja. Kann ich sitzen bleiben da? Ja, schön. Ausnahmsweise, aber wenn normal ist. Normalerweise muss ich das machen, ich weiß selber. Aber ich hab nachdem du zur Hecke musstest, habe ich mir gedacht, stehe ich nicht extra auf, wenn ich vorbeigehe. Ne? unterwegs. Ja, natürlich. Sportliche Betätigung, ja, sehr leibend, aber alles zu seiner Zeit. Weißt? Frukade. Nein, danke. Am ersten Baum, Thomas Bußmann. Was ist mit Thomas? Thomas Bußmann, am ersten Abend in Bad Ischl oder schon heimweh nach Wien. Und dann mein Wiesel und dann Viertel macht's leibend. Es wird schon während durchhalten, Ah, ja. Thomas. Wollen wir es darf, schau, gibt dem Patrick ein Lob. Ja, danke. Ich muss sofort einen Schluck nehmen. Zum Wohle. Prost. Patrick allein auf der Bühne, ne? Da trinkt man drauf. Sehr zum Wohle. Zum Wohl, Prost. Prost. Da gehen wir ja schauen, ne? Du bist ja das nächste Mal allein auf der Bühne, Mach ich willst du allein. sehen? Willst du sehen, wie weit du kommst? Klassiker. Genesungswünsche an die steirische. Ja, ist morgen schon wieder repariert. Also die Gare ist nicht gegangen. Aus der Ruhe. Der Wunsch.
sie die Steel-Gitarre imitieren. Ne? When I follow the station with suitcase in my hand, when I follow the station with suitcase in my hand, well, it's hard to tell, it's hard to tell when all my love's in vain. Anna, oh, die Mann ist Woman. Anna muss immer verlieren. Oh, mein Leben lang des Bummen, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Oh, my love. Oh, my love. Anna, oh, die Mann des Bummen. Anna muss immer verlieren. Oh, mein Leben lang des Bummen, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Muss einmal auf den Ofen schauen, dass der Geruch ist etwas streng hier. Ja, das holt man schon aus. So schön, ich finde diese Version Medley einfach gewaltig. Danke, Magnus. Ist wirklich leibend. Muss ich auch sagen, gefällt mir selber. Freut mich selber, muss ich wirklich auch sagen. Mir auch, ja. Jawohl. Die Achteln, ich danke schön. Ich danke schön. Die Achteln von einer. Der Josef Dadl ist schlafen gegangen. Schau da so. Schau da was an. Josef Tatl, gute Nacht. Die Anna hat immer das Bummel. Die arme Anna. Die Arme, ja. Mit meinem Weiberl habe ich auch einen Haupttreffer gemacht. Bravo, Wolfgang, unbedingt. Ja. Die singen von mir, sagt der Snoop Dogg. Was war, irgendwas war noch? Was war denn noch gewünscht? Irgendwas war es auch noch. Ah ja, der Blues, gell? Der Blues, ja, der Blues im Fuß. Also der Aufreißer-Blues. Der Ausreißer, wir werden einen schreiben. Ausreißer. In Ausreißer-Blues, den schreiben wir noch. Der ist leibend, der Ausreißer-Blues. Jawohl. An was man hat, dann hast du bei einer keinen Schmäh, kommst du auch niemals zu spät. Du machst so wie ich, dann was es
gleich auf dich. und singen bloß ganz lässig. Mit Gefühl. Ich habe überhaupt keinen Text mehr überhaupt im Kopf mehr gehabt. Und warum? Weil ich mich bereits in G-Dur befunden habe, wo dieses Lied doch in A-Dur ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich eine pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Den Rot, wann ihm notwendig hat, schon so mag's bei die Frauen an Ries. Ich brauch dir nix erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. Ich glaube, mein Gesicht nicht mehr. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ja jeder Lok, Dampflok, Diesellok, Elektrolok. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich ja jeder pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. Jawohl. Na, komplett ausgestiegen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Das war natürlich wieder mal grandios. Ja, das ist aber schon, es ist nicht einfach hier mich mitzulesen und da aufpassen. Ja, eben, dass das alles ist Bild das lenkt nicht, das lenkt da einfach. Das ist, weil da so. drin. Das ist so, das ist ganz, ganz normal. Den muss ich mal merken, sagt der Markus Bristonik. Was denn? Was denn? Was muss der merken? Was? Ja, wo ist jetzt ein Wahnsinn, sagt der Magnus. 16er Bluesboy ist der Wolfgang. Besser wie der Carlos Santana. Snoop Dogg ist der. Der Schraube schreibt, The Blues Brothers of Wien, 16er Buben. Jawohl. Ja, genau. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Das hat was, sagt der Ollmeister. Always look at the bright side. Leibwand, sagt der Alexandra Kabach. Aus dem berühmten Vorarlberger Konstanz. Ja, das höre ich jetzt die nächsten Jahrzehnte. Muss man schneiden, das nutzt Die nächsten Jahrzehnte höre ich. Kannst du auch nicht mehr. Na ja, Du tust eine du schneiden, ich rauche mir eine an dafür. Mach dann ja. So. Ja, so schaut's aus. Tut mir leid. Aber es ist ein bisschen die Allergie schlägt zu. Ja, du hast der Rosenhardt auch, der hat das schwer gearbeitet auch. Halt. Ja, und mit meiner Mutter. Erst ist mir drauf gekommen, ich habe lauter so alte Muttersensen immer besessen in meinem Leben, also die super funktioniert haben. Ja. Wenn ich jetzt nicht gerade einen Kulmreiber verursacht habe, aber. Und da war es so, da habe ich immer vorne angeschraubt, dann wo die Schlierl reinkommen. Und da habe ich gewickelt. Ne? Habe ich immer gemacht, ne? Also die Schlierl selber gewickelt. Ne? Ja, die kann man aber durchstecken. Nein, bei meinen nicht. Achso, okay. Bei meinen nicht. Mein Laptop nicht. Achso, okay. Und dann hat das ja funktioniert. Habe ich das gemacht, ist natürlich bei meiner Stiegel, bei der neuen. Ne, das habe ich ja rausgenommen und habe das eingelegt über Nacht in Wasser. Ne, die Schnirren, damit es biegsamer ist und nicht so schnell bricht.
Und dann habe ich es, wie ich es halt gewohnt bin, habe ich das runtergeschraubt, nicht, aufgewickelt, nicht, ja, da war es irgendwie nicht funktioniert, aber das gibt es ja nicht. Und dann bin ich draufgekommen, ja, das sind ja die neumodischen Dinge, das fadelst nur durch und dann schraubt und tust es so dran. Genau, genau. Na, wer rechnet denn mit sowas? Ich habe gerechnet jetzt auch mit Männergeräten, wo du jetzt wirklich das warten musst, dass da was reingeht, dass es mit reinsteckt und aufdran. Das ist direkt ein bisschen, ich war direkt ein bisschen enttäuscht. Ich meine, Sehr praktisch, sehr einerseits habe ich mich praktisch, sehr gefreut, weil das eigentlich sehr praktisch ist. Ja, also ja, eigentlich absolut, Welt. ja, absolut. Das hat der Welt gefällt. Also, wie es noch nicht gewusst hat, dass das gibt, nicht. Aber jetzt da denke ich mir, das war schon super gewesen, früher auch. Aber trotzdem, Absolut, ja. es ist, muss ich sagen, es ist nicht mehr mäßig. Au. Nein, aber der Durchfallen, ich bin ja kein Nähkurs, wenn ich das nicht mache. Ne? Der Durchfallen auf, aber dann hat es natürlich super funktioniert. Aber das Leid, was ist immer wenn ich mit der Motorsensen arbeite, wie er ausschaut nachher, das ist unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Und vor allem jetzt, wo alles so nass ist, auch noch ein bisschen nicht so Frisch, alles nicht? im Soft steht alles jetzt im frisch Mai, aus. nicht? Das ist ein Wahnsinn. Ich mache das nur mit dem Forsthelm. Also ist eigentlich weniger wegen dem Kopf, aber weil ich halt das Geschirr habe und den Haarschutz. Aber das ist ein Wahnsinn. Ich schaue aus, das Gitter schaut aus von dem. Das ist bei mir nicht so, ich bin länger. Du bist größer um ein paar Kilo. Ich schau bis daher aus, ja da so, da. Ja, da ist mein Schädel. Ne? Das Ich bin genau. Alles, aber der Kopf ist schon relativ. Mein Bruder geht's genauso. Ja, mit ganzen Dem Bart. geht's- Der hat die Bart am Schirm. Ja. Das ist und Ding. Und der Forsthelm, was ich habe, der hat ja vorne, der hat nicht vorne ein Plexiglas, sondern an so ein Gitter, so ein Gitterschutz. Und da haut es in Saft durchs Gitter Durchs Gitter durch, ja. Also das Grünzeug bleibt am Gitter bicken und der Saft haut es mir dann auf die Brühen. Ja. Ich schaue aus, So hat jeder seine Probleme. ich schau aus, wenn ich sowas. Jawohl. Ich bin in Lamour mit meinem Lavur. Kennt ihr das? Ja. Kenne ich Edvansteck. Ja. Ich kann es nicht spielen, aber es ist schon grandios. Das passt halt eigentlich, das wäre fast eine Variante. Das müssen wir uns einlernen als Draufgabe zum Gleichgewicht. Zum Gleichgewicht, ja. Ich bin in Lamour mit meinem Lavur. Weil da geht es ja um das, quasi um den Zustand, wenn man dann wieder ernüchtert sozusagen und dann diverse Auswirkungen des Alkohols gewaltig vernimmt. Ja. Ja. Schön ausgedrückt. Schön ausgedrückt. Gell? Hast du schon gesagt? Das war wunderbar, ja. 5. Stock oder Lift, die Buben kennen das, weil die Mäge ist daheim angekommen. Bravo! Jawohl. Bravo, Mäge. Endlich kannst du verschnaufen. Männergeräte gibt es nicht mehr, die müssen heute divers sein. Wow, ich erst aufschrauben, ja, Matthias, darf man nicht sagen. Aber hast recht. Mäge, 3. Halbstock. Ich weiß, wovon du sprichst. Mit der Asthma nicht so lustig. Das ist klar. Ja, aber bei der Mäge, also jetzt, wenn wir da angekommen sind, bist du deppert. Verschwitzt da oben. Alles, was ihr am Tisch macht, hört man. Ja, das glaube ich, ja. Das ist halt das Mikro da, das hört man. Wenn wir da abpumpen, müssen wir ein bisschen laufen. Ja, passt. Ja. Wir nehmen nur die Hansense in Tirol. Das glaube ich. Das glaube ich. Das nennt man heute ASMR, genau. Also das ist ASMR. Darf man nicht so aufpimpern. Muss ich auch vorsichtig nehmen. Das ist ein ordentliches Werkzeug. Wolfgang, richtig. Genau, Akkuschrauberei, das ist Wahnsinn. Na, wobei, Moment. Nein, ich hab keinen Akkuschrauber. Ich wollte jetzt gerade, also einen Akku mit Sensen oder was. Ich wollte gerade sagen, dass das neue Akkusensen stimmt, aber nicht. Nein, das ist noch eine richtige. Man ist ja schon ganz deppert mit dem ganzen Blödsinn. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Judith Wildner. Guten Abend, liebe Grüße von Judith und Thomas. Größere Tour. Wir waren gestern eingeladen. Bei der Judith, Thomas, eingeladen mit der Frau Mama und mit meinen anderen Brüdern samt Schwägerin und haben einen wunderschönen Nachmittag verbracht. Also von Mittag bis auf die Nacht. Wie es gehört. Im wunderschönen Beisching. Ja, umgeben von den Storchen, weil da gibt es ja Storche dort. Ne? Das Kraftwerk gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Das haben sie schon demoliert Schon mittlerweile. ummontiert komplett, gell? Also weil das war ja schon stillgelegt, als ich ein Kind war. War so, wie heißt das? Wie heißt das? Stromkraft, wie sagt man das? Kraftwerk, ja. Kraftwerk, ja. Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk. Und das hat's nicht mehr. Das hat's damals schon nicht mehr. Das war aber ewig. Das war so ein riesen Schornstein, nicht? Ja. Das Kesselhaus, das große Maschinenhalle, ist ja lang bis jetzt gestanden. Nicht? Bis jetzt schon. Heuer ist das
abgetragen worden. Ja. Christoph Acker ist raus. Werde mal zur Abwechslung ein bisschen was hakeln. Schönen Abend euch alle. Bravo, Ackerl. Ackerl der Hackerl. Vierte. Einmalig. Schön, dass dabei was für dich gut. Vor mir ins Büro hängst der Magner Sterzinger, ja. Na, Sensen, tät mir echt taugen, aber für das ist. Ist zu Naja, ist nicht schon gehen, aber weil so groß ist der Grund. Ich glaube, wenn der Grund größer ist, dann bist du mit der Sensen besser dran. Wenn das was der größere Grund weiß schon, was du meinst, aber das ja, ist da ein bisschen verwinkelt und so groß ist er wieder nicht, also das passt. Und ich brauche die Motorsensen nur für die Winkeln und für die Das ist. da rund um die anderen Pflanzen, wo du halt mit dem Meer nicht so gescheit hinkommst oder ich hab so Hänge herin, es ist halt ein unwegsames Gelände und da ist mir natürlich so Motorsensen. Ja, das ist eine rare Geschichte. Ja, Also, absolut. absolut. Kommod. Und den Rest mache ich dann mit dem Rosenmaler. Vor mit meinem Rosenmaler, der kann noch was. Ja, der kann noch Das was. ist noch, jawohl. Das ist noch was. Wenn man nicht Benzin nachschaut und Öl tankt, nicht? Was Ja. auch schon passiert ist. Das stimmt wohl. Jawohl. Aber spricht für die Qualität, das hat alles ausgehalten. Alles hat er ausgehalten. Auf YouTube alles in Ordnung, aber auf TikTok gäbe es schon eine Rauchereinschränkung. Was meinst du, auf TikTok gibt es eine Rauchereinschränkung? Was? Ludwig Sass muss auch los. Morgen wichtiger Tag. Macht's gut. Alles Gute für morgen, für einen wichtigen Tag. Alles Dass Gute, das alles ja. leibend rennt. Ludwig, danke fürs Dabeisein. Beste Grüße daheim. Ganz liebe Grüße. Und das ist viel Erfolg bitte, morgen. Ja. Ganz liebe Grüße. Ja, was meint der Snoop Dogg? Ist auf YouTube alles in Ordnung, aber auf TikTok. Also, dass man nicht rauchen darf. Auf TikTok wahrscheinlich. Ach so? Ja, aber weiß ich nicht. So verstehe ich das jetzt. Einmal. Sage ich einmal. Ob der Zigarette was gesperrt worden, sagt der Schrauber auch. Ah, das schon ja. Aha. Ja, ich hab das ja mit TikTok, manche haben das ja verfolgt, ich habe da einen Haufen Livestreams gemacht auf TikTok, Ja, genau. In der Morgenshow. Der Morgenshow mit, ja. damit man dann die Freischaltung bekommt eben für diese Livestream über wie heißt das da, über eine Desktop-Version. Desktop-Version, ja. Und das habe ich dann auch erreicht, habe mich gefreut, wollte das schon und dann gibt es diese Desktop-Version nur für Windows und nicht für Mac. Also war das Das ist vollkommen ja wieder was für für die Wurst. Ach Gott, ja. War vollkommen für die Wurst, na gut. Aber wirklich auf TikTok ist es nicht mehr raus. Ja, es wird immer unlustiger. Das Ganze muss ich echt sagen, weil was soll denn einer... Nummer machen wir so schön. Wenn mir gerade was einfällt, wie heute, nämlich ein wichtiger Geburtstag auch heute noch. Was? Der 100er. Walter Häuser. Häuser, 100er? Heute den 100er. Fällt mir gerade ein jetzt. Also einen kleinen Schluck auf den Walter. Walter, jawohl. Ja. 13. Mai 1924, ja. Geboren. Ja, da machen wir. Eine das machen Legende. wir. Absolut legendär. Legendary. Wenn die Leute grinst im Sofa sind, da dann sie gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Rieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mehr Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Wurz drum Wampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wand hätte, Wär ich schon Millionär, ich hab ein Wurz drum Wampen, die kostet ein Schippe Geld. und wenn ich nicht die Wand hätte, Ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. ein Jungrast im Wald, Ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aus dem Finanzamt gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da legen sie doch einen Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Hab ich darunter fest einen Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was soll ich noch? Pass auf. Ich hab ein Wurz drum Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Wurz drum Wampen, ja die kostet ein Schippe Geld. Und
wenn ich nicht die Wampen hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau, ein Jagdrost im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr. Gib liebe Wampen her. Jawohl, bravo Walter. Jawohl, jawohl. Walter Häuser, Weltklasse. Schau der Markus, 2 Tage Duft bei der Arbeit. Was kann man sich das besser vorstellen? Ja, das ist einfach, das ist was anderes. Das Haus hat was. In der freien Natur. Und dann da, ja herrlich. Auf TikTok darf man nicht rauchen, darfst schon, aber wirst halt für 10 Minuten eingeschränkt. Dann sehen es weniger Leute, nach 10 Minuten wieder alles in Ordnung. Aha, so rennt es. Ja, Wahnsinn, oder? Zensur Deluxe. Ja. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ja. Die Maggie hat 2 Harmonien und der Bruder altes Steh, glaube ich, hinaufschleppen lassen müssen. Ja, genau. Ja, wir haben es eh umgesehen. Das ist. Aber es reicht schon was am Bircher und so. Ja. Das ist, ja, ich weiß, das ist da ohne Stock. Da weiß es gar Ohne nicht Aufzug, einmal, ja. da weiß es nicht einmal ein altes Haus, gell? Dass da keinen Aufzug eingebaut haben. Das ist ja gar kein altes Haus. Ja. Verstehe nicht. Maria Therese hat auch heute Geburtstag, Sinterberger auch. Ja, Wolfgang, wir kümmern uns um die Karin, ja? Ja. Die anderen sind hinter auch. Nicht? Ich meine, ja, ein Walter Ho ist oder gut, aber die Maria Therese, die kriegt so viel Backeln von alle. Morgen hat wieder ein wichtiger Mensch Wer hat morgen Geburtstag? Der Fritz Jaschau hat morgen Geburtstag. Da ist schon Am Fritz 14. Mai. Von den Hanauser Buben. Da habe ich meine erste Kontra Fritz gedacht. hat morgen, Fritzl Aschau, na wild. Ganz ein klasser Kerl. Ja, auch, ja. Ganz leibend. Nein, das ist eh. Aber zum Beispiel des Geburtstags, das ist ein bisschen, ich finde, das ist nicht mehr, es hat nicht mehr so den Stellenwert wie früher, weil jetzt durch die ganze Kalender und durch die ganzen Social Media, ich meine ganz ehrlich, ich habe wirklich erstmals habe ich tatsächlich noch gar nicht bei mir auf Facebook geschaut und ich habe am 18. April Geburtstag gehabt. Ich habe gar nicht geschaut. Ich habe niemanden Tag ist wieder keiner auffallen. Weißt du, was ich meine? Ich habe früher in jeden Einzelnen Jeden Einzelnen, ich mache das auch, ja. mache ich mir Letztes nicht Jahr mehr. habe ich auch noch gemacht, ja. Ich mache das nicht mehr, weil es ja eigentlich, ich habe das mitgekriegt auf Facebook-Seiten von Freunden, die schon verstorben sind. Ja. Aber die Facebook-Seiten ist. Ja. Und dann zum Geburtstag gratulieren sie. Haufenweise. Alles Gute, lass dich feiern. Arschlöcher. Entschuldigung. Gibt's ja Entschuldigung. gar nicht. Ich muss doch, also wenn ich jemandem zum Geburtstag gratuliere, dann muss ich zumindest irgendwie eine Verbindung Eine Verbindung haben, ja, genau. oder irgendwas nicht, oder halt persönlich wenigstens irgendwas schreiben. Und das hat seinen Reiz verloren. Ich meine, ich krieg WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel. Ja, die sind ja persönlich an mich geschickt. ja. Gut. Da antworte ich natürlich, nicht? Aber ehrlich, so Social Media Geburtstagswünsche, was haben die für einen Wert? Ich will niemandem zu nahe treten. Es mag jemand auch, und viele haben ja gar keinen anderen Zugang. Also die sagen, ich habe nur den Kanal, wo ich dir gratulieren kann. Also das sind ein paar Ausnahmen, aber es sind leider wirklich Ausnahmen. Der Rest, das ist einfach eine automatisierte Geschichte. Heute ist sicher Geburtstag, ja, alles gut, ist ein Geburtstag, dann kriege ich ja da, weiß ich nicht wie viele, hunderte Geburtstagswünsche. Und ich sage einmal 90% von denen, das ist einfach automatisch. Und irgendwie, ich finde, das hat irgendwie, finde ich, weiß ich nicht, das hat man das verleidet. Verlitten. Verlitten ist er, ja, verlitten. Ja. Circa 50er Jahre ist das Haus. 50er Jahre. Etwas günstiger da ohne Aufzug. Ja, das war wieder Aufbau. Dickes Busser von meinem Weiberl, bravo. Jawohl, danke schön. Habe ich letztes Mal mit dem Zeigefinger am Hirn gegrast und bekam eine 10 Minuten Einschränkung. Die KI scheint noch nicht perfekt zu laufen. Na bravo, Snoop Dogg ist der.
Senta Berger, ist das die Erotikexpertin? Na, Alma ist aber Schmäh, oder? Du kennst die Senta Berger, nicht? Legendäre Schauspielerin, ja. Österreicherin, die eigentlich in München, ich glaube in München dann, oder zumindest also in Süddeutschland heimisch wurde. Ja. Ein Wahnsinn. Die KI ist immer noch in den Kinderschuhen, sagt der Markus Bostonik. Ja. Da müssen wir noch viel lernen. Die ist so. Ja, Markus, mir nicht. Die KI. Die KI muss lernen. Oder wie wir sagen, die K1. Die K1, ja, genau. Die K1. Da kommt dann die K1, weißt du? Äußerst mysteriös alles schon wieder. Die K1 macht es. Immer die gleichen Geburtstagsbilder. Die meisten automatisch, finde ich schon. Ja, es ist wirklich so. Es ist ja lieb. Nicht? Es ist ja, man muss ja so sagen, ich habe lieber. auf Facebook dir gar nicht geschrieben, sicher nicht. Nein, Ja, wir haben uns sechs, wir haben sehen gespielt, uns- oder? wir sehen uns eh immer. Oder irgendwas. Wir sehen uns jeden Tag quasi. Ja, das. Und ich meine, ja klar, Familie oder keine Ahnung, oder nein, es haben sich manche auch Freunde gemeldet. Gemeldet, ja, 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 leibend super und auch manche Super, haben auch auf sozialen Ich Medien freue mich da geschrieben. schon immer, wenn ich Aber- WhatsApp kriege oder Anruf und so. Und Ja, das natürlich, freut mich aber ich habe, wie gesagt, sozialen Medien, da weiß ich nicht, ein paar hundert, Ja, die mir zum das Geburtstag, die schreiben das ganze Jahr nicht an. Das Ne? ist richtig, ja. Das stimmt schon. Und das macht ja nichts. Man ist ja wurscht, das ist ja nett. Ne? Und ich habe das eine Zeit lang hab ich das gemacht, ganz am Anfang, da habe ich zum Geburtstag, also weil ich dann geschaut habe, nicht, auf Facebook, dann Ich- hat's geheißen, ich- der ja. und der hat Geburtstag, ja, dann habe ich dem ein Video geschickt. Das überlege ich, weil ich wieder mache, zum Beispiel. Weißt du, da habe ich denen ein Video geschickt. Und so habe ich das ist gesagt, eine persönliche Geschichte. Das, Ja. das ist wirklich eine persönliche Geschichte. Das, ja. und ich bin dann draufgekommen, also bei den meisten. Ja, erstens bin ich dann draufgekommen, ich habe von dem 3 Profil, also der folgt mir 3-mal. Dann habe ich geschaut, aha, welches Profil ist eigentlich sein, also mit dem, wo tut sie was, postet ne? der, ne? Ja. Die anderen habe ich gleich gelesen, ne? Und dann habe ich denen ein Video geschickt und von vielen habe ich wirklich gar nicht gewusst, wer das ist. Ne? So, keine Ahnung mehr. Ne? Und dann habe ich also ein Video geschickt, ne? Erst Facebook sagt, du hast heute Geburtstag. Finde ich leibend, gratuliere dir ganz herzlich, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob wir uns kennen. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber wie dem auch sei, wir sind auf Facebook befreundet, also irgendein Connext müsste es geben. Muss jetzt geben. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag, bleib brav und so weiter. Und da habe ich schon sehr viele Antworten gekriegt. Aber auch nicht faule natürlich. Ne? Aber von sehr vielen, die mir zurückgeschrieben haben, wir kennen uns von da oder dort und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, Weiß auch nicht, wer es bist, aber aber- leibend, danke. Also das war zumindest, also da hast du wirklich eine Antwort gekriegt. Ja? Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber vielleicht nehme ich das wieder auf. Das ist, Das ist aber gut, das ist ja Hetz. Ja, eigentlich ja. aber da waren wirklich, glaube ich, 2/3 waren Leute dabei. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ne? Der hat Geburtstag, Echt, der hat Geburtstag. Wer ist das? Ja, wer ist das? Und das war irgendwie lustig. Und wie gesagt, ich will das nicht allzu sehr abtun, weil es ja trotzdem, auch wenn es automatisch ist, wenn man gar nicht das so weiter überlegt, aber nichtsdestotrotz, derjenige muss halt trotzdem diese Zeit investieren, um halt da zumindest alles Gute zum Geburtstag oder dann irgend so ein Emoji halt zu finden. Also das würdige ich schon, aber es ist auf der anderen Seite, ich denke mir halt, ja, es ist aber nicht, wie war das denn ganz in früheren Zeiten, wie mein Großvater, die noch Kinder waren, da hat es Geburtstagskarten geschickt, Ja, ja. Ich mein Lebtag nicht. Ja. Ich mein Lebtag niemand nach Geburtstagskarten. Ich schon noch, geschickt. als Kind schon noch. Überhaupt Ja, ja. niemanden, überhaupt nicht. Ja, da habe ich was zeichnen, habe ich gesagt, da hast du. Da Tante Litzi zum Beispiel in Salzburg und so, ja. Ja, na, das Ja, ja. Das sagen wir, ja, man hat aber schon stellenweise, ja. Also da nach England oder was nicht, sondern eine Grußkarte geschickt. Ja, Oder ich ja, habe ja, gekriegt ja. aus England, das war glaube ich die einzige, die Tante Ilse aus Tante Ilse, England nicht? Ja, ja. hat mir geschrieben, Karten, immer, nicht, aus England, alles Gute zum Geburtstag. War sehr leid, da habe ich mich sehr gefreut, weil es einfach die Tante Ilse Die war ganz eine liebe Frau. Aber, Die- großartig. aber ich sage einmal so, es hat das irgendwie verlitten, dass das jetzt so automatisiert rennt. Ich weiß schon, was du Und meinst. Ja, ich persönlich, ich bin kein Geburtstagskind, ich schon, merke mir das nicht. Also wenn ich das nicht wo stehen habe im Kalender, Ich die muss das auch nicht ich muss wissen. mir es aufschreiben, ja. Alle, Die meisten weiß Ja, man weiß ich Mundgelein, nicht, das die ist sagt man aber- dann, was der heute Geburtstag hat. Sag ich, nein, wer hat heute Geburtstag, der und der. Ui, sagt ich habe ihm schon geschrieben, auch in deinen Namen, danke. Das ist, weißt du, ich bin da auch nicht so. Ich sogar auf meinen eigenen oft, nicht? Also, ja, heute ist es, ja. Ja, na wirklich vergessen, aber oft, ja, ist man Und davor gar nicht- denke ich noch gar nicht drauf. Erst wenn ich dann die ersten Dinge, so, was ist denn da los? Ich hab's ja, Ja, das davor ist so. um 7 sind schon 30 WhatsApp. Ja, und dann weiß ich schon, weiß ja, ich heute habe ich ist Geburtstag, ne? Selbst sie macht ein Schweinsbraten und ein Bier als Geburtstag. So, das ist dann Sinn.
Habe vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen, sagt der Markus Bristonik, wo das KI-Modell zur Erkennung von Fischen plötzlich die Finger der Fische, Angler, als Referenzmodell entwickelt hat. Ja, gut, ich meine, die KI, die ist noch ein bisschen, Ja, das braucht man. Ja, schau mal, Matthias hat das auch gelöst, ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch viel, muss ich sagen, auch viele sehr nette Kontakte, oder es überwiegt bei mir das Positive mit diesen Sachen, wobei ja, schon. tatsächlich ist es so, dass die ganze Social-Media-Geschichte Privaten. tatsächlich nur rennt, weil man es beruflich braucht. einsetzt. Ja, ja. Muss Ja, ich echt ja, sagen. ja, Aber es genau. macht schon Spaß. Es ist nicht so, dass ich sage, Scheißdreck, wenn ich nicht spielen tät, dann tät ich das alles gar nicht haben. So ist es nicht. So ist es nicht, nein. Aber natürlich, ich tät es jetzt Auch nicht bei so mir nicht, nutzen. Ne? Ich weiß halt nicht, was da also, aber halt natürlich, ja. Aber eben so das mit den Geburtstagen, ich weiß, das ist eben so eine Sache, wo man denkt, ja. Und vor allem Frauen sind da wahnsinnig streng, gell, bei Geburtstagen. Die sind ganz fertig. Du kriegst immer dann gleich, und du weißt genau, das ist nicht der Haberer, der mir da gratuliert. Da hat Nein, seine da Frau hat seine gesagt, Frau sicher was der gesagt. Klaus hat heute Geburtstag. Nein, man freut sich eh. Aber bei Man freut Klaus sich. merke ich mir schon. Am 18. April, das ist klar. Ja. Gut, deiner ist auch leicht zu merken. Zweiter. Der 2. November, was der, oder Ehrlichen, oder Seelen. Alle Seelen. Oder Seelen, ja. Ja, das stimmt, was der Peter Bachtel sagt, das ist nicht schlechte Erinnerung auf Facebook. Nein, das meine ich nicht. Das ist schon gut, wenn man da erinnert wird, aber jetzt kommt es darauf an, was du damit machst. Und eben wie gesagt, ich kriege da hunderte Nachrichten, davon 2/3, Ja. ich kenne die Leute nicht, ich weiß es nicht, was die will. Und wie gesagt, das ist so wie bei manchen verstorbenen Freunden auf der Facebook-Seite. Und die kriegen Die gratulieren Das gibt's nicht, das kann nicht sein. Sowas. Das ist. Ja, denke mal, das Das, und darum, und ich habe mir das angeschaut und habe aber eins gemacht. Und wenn ich zum Beispiel gesehen habe, bei einem Facebook-Freund, der dann wirklich länger nicht gepostet hat, also lang nicht, also ich sage jetzt einmal ein Jahr oder ein halbes Jahr, dann habe ich es gelöscht. Dann habe ich ihn entfernt als Freund. Also ich hab ja immer meine Freunde, also auf meinem Privatprofil, So, ja. ich habe da, ich muss die fast wieder mal machen. Und der Vorteil ist, eigentlich, du machst es über das Jahr hinweg durch diese Geburtstagsding. Hast nicht einmal so viel Arbeit, sondern du gehst heute die Geburtstagskinder durch und dann kannst du gleich ausmisten. Weil dann siehst du gleich, aha, warte, der postet da schon seit den 19 Jahren nichts mehr. Aber vielleicht ist er gestorben, vielleicht ist er ausgestiegen, der macht halt nichts mehr. Aber ist ja wurscht, den brauche ich nicht in meiner Freundesliste. Ne? Ja, andere sind natürlich geil drauf, weil das viel haben. Aber ich brauche nicht viel. Aber das war leibend, wenn das eine leibende Community halt ist. Ne? Ja. Ja. Snoop Dogg ist, merkt man auch noch die engsten Geburtstage. Ja, eben, das ist bei mir auch nur. Nicht aber die Telefonnummer meiner 2 SIM-Karten und die habe ich schon ewig. Ja. Schau, der Ed von Schläger hat am 2.11. Geburtstag. Na da, Herr Kollege, mein Lieber, servus. Jawohl, 2. Schau, und November. Alexandra Kabach kann mir Geburtstag gut merken, auch ohne Facebook. Ja, aber ich sag dir was, das ist sicher eine Frauengeschichte. Ich glaube auch, Das aber ist- ich merke mir das überhaupt nicht. Das ist. Ich glaube, Ich das hab den Dein weiß ich von meinem Bruder, weiß ja, ich. ich weiß schon, Die Frau Mama weiß aber ich bei mir. zum Beispiel nur, weil ich den Geburtstag nicht, obwohl ich den Geburtstag weiß, heißt es nicht, dass ich heute, wenn der Geburtstag ist, daran denke. Ja, genau so ist. Weil das kann sein, wenn man sagt, und was glaubst du, und wann hat denn der Pate Geburtstag? Am 2.11. Was glaubst du, was heute ist? 2. November, was ist da? Was ist da? Nicht? Ja, und wann hat der Pate Geburtstag? Am 2.11. Ach so, ist das heute? Ach so, das kann da leicht passieren. Am meisten spielen wir eh nicht. Das ist Ein Wahnsinn, ja. Nein, das ist wirklich dein berühmtes Gedicht, du hast heute Geburtstag und ich nicht. Georg Scheurer, ja genau. Ja. Markus Bristonik, gewisse Geburtstage, Jubiläen, so manche Telefonnummern waren eine Zeit lang kostbares Gut. Das stimmt schon. Das ist richtig. Aber was sowas, diese Daten, ich hab's halt nicht. Ich merk's mir halt nicht. Es ist nicht, weil es mir nicht wichtig Nein, ist. nein, sondern- das hat er wirklich, ich kenne die so lange. Das ist nicht bösartig oder irgendwie vorsätzlich. Überhaupt nicht. Gar nicht. Schon wieder nichts zum Trinken. Oh, also ich werde sofort zum Kühlschrank schreiten. Nicht wahr? Es war lieb, dass du das gleich machst, oder? Nein, selbstverständlich. Du verstehst, ich habe nicht einmal bitte, danke, ich habe nichts sagen müssen. Ich habe nur gesagt, ich habe nichts zu trinken. Patrick handelt. Siehst, das ist Männer, das sind Männerfreundschaften, das rennt anders. Scheiß auf den Geburtstag, ich habe nichts zum Trinken, er steht auf und holt was. Das ist das Wesentliche.
Der Wolfgang hat am 1.11. Ja, genau, kann ich mich jetzt erinnern, ja. Aber siehst du, hätte ich mir auch nicht gemerkt, Wolfgang. Nichts gegen dir, das ist keine, wie soll ich sagen, keine Missachtung deiner Person. Aber das weiß ich, dass das der erste war, weil mit den Kropfen und mit Patrick und so. Aber das habe ich schon wieder vergessen. Das ist einfach, ja, das ist ja so. 2 Schillinge in der Tasche und die eigene Telefonnummer gewusst, war der Passierschein in die Freiheit. Ja, das ist aber Leibwand, Markus. 9. September der Landtagsstromer, 10. September der Snoop Dogg Doggy Style. Das ist ein Wahnsinn. Aber als Kind, sagt der Markus, ja, das stimmt. Die eigene Telefonnummer gewusst, bist du gescheit. Das weiß ich noch. Die habe ich noch gewusst, die weiß ich heute noch. Ich weiß ich heute noch von meine Mutter hat nämlich nur ein Festnetz, auch noch. Ja gut, die gilt noch. Und da weiß ich, die Telefonnummer weiß ich auch. Meine gibt es ja schon lange nicht mehr, nicht, in Unterkring. Aber da haben wir ja 2 gehabt, weil die erste und dann haben wir das ganze Telefon gekriegt, das war dann die neue Nummer. Also da habe ich 2 ja, genau. und ich habe ewig noch die alte gewusst, die weiß ich heute noch. Die alte weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur die neue. Das weiß ich alles. Das habe ich, Die alte weiß kann ich, die ist... Verstehst du, was kein Mensch braucht? Ich weiß die 2 Telefonnummern aus Otterkring, wo es lang schon kein Festnetz wahrscheinlich mehr gibt, wo die Wohnung verkauft worden ist im 2010er Jahr. Da weiß ich 2 Telefone, die weiß ich sofort. Aber glaubst, ich merke mir irgendwas, was einen Sinn hat, schmeck's. Heutzutage muss das so viel Passwörter und Pins merken. Bei mir jedenfalls ist das ein Speicherplatzproblem. Matti Hattermecke, jawohl. Matti Hattermecke live dabei. Aber ja, Sehr zum Wohle. das ist sowieso ein Wahnsinn. Na, das habe ich alles im Computer gespeichert. Das weiß ich nicht. Und wenn sie mich hacken sie mich, was wir machen. Ich habe mir das alles, das daheim aufgeschrieben, alles auf Zetteln auch. Ich Ja, kann mir das nicht, meinst das kannst du, du ja. nicht merken. Das geht nicht. Ja, Skorpione. Ja, ich bin ja auch wieder. Du bist ein Wider, ja? Ich bin ein wieder, gerade noch ja. ein wieder. Fast schon Stier. Fast schon. Also ich bin auf jeden Fall immer Stier, aber wieder. Ja, und der wieder Aszendent Waage. Das ist immer Wahnsinn. Wenn ich so, was bist denn da, wenn irgendwo so Astrologie-Kenner sind, was bist denn du? So, ne, wieder, ne? Oh, Seit 30 Jahren kein Problem mit dir. Als Ja, Skorpion mit weil ich- Aszendent Krebs. ja, weil ich auch Waage bin. Weil die Waage, ich bin im Ausgang und im Alter Und ab wieder dem die 30. Waage. eigentlich, kann man sagen, so ungefähr ab dem 30. Lebensjahr, habe ich mir sagen lassen, lebt man eigentlich mehr schon den Aszendent. Den Aszendenten? Ja. Ja. Und die Gerdame hat man das einmal. Ich bin Hubschrauber, Aszendent, Gummiringerl. So schaut's aus. Ja, ich merke mir nur, was ich mir merken will. Schauer Matthias, ich sag doch, das war leiwand. Wenn ich das mir merken würde, was ich mir merken will, das war schon wild. Also da war ich schon Superman. Ja. Snoop Dogg Doggy Style hat auch die Nummer aus dem alten Bezirk aus den 70er Jahren. Gut, Stier sind wir alle irgendwie. Richtig. Alexander Haus hat die 8 Leine und jetzt da werden wir endlich ein Rudi Korbes da einmal gerecht werden. Das passt jetzt zu dem transzendenten Thema der Astrologie. Wenn mich der Herrgott fragt, das machen wir. Da rein, nicht, oder? Gustav. Mein aber hat mir oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie man da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht. Ich weiß schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in
In der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll alle Gewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, na dann machen die a Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sag lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Jawohl, Rudi, danke für den Wunsch, ja. Jawohl. Hast du den Ofen auftrat oder so? Nein, Oder ist er? Schau mal. Das ist angesperrt, ist er. Der ist ganz angesperrt, ist er. Ja, dann passt's eh, dann passt's eh. Schau, die Silvia Beach ist auch da. Jawohl. Was macht er, wenn man keinen Wein trinkt? Naja. Schnuppertag-Style macht einen Vorschlag Whisky. Ja, zum Beispiel. So. Oder ein jetzt- Bier. Kann man. Oder Frukade. Frukade kann man auch immer trinken. Moment, Wurstel. Ja, Ja, schön, Wurstel. eine wunderbare Nummer. Hans Lang, Und Erich Meder. Erich Meder Ja. und der Heinz Konrads hat es bekannt gemacht. Jawohl. Wie ich klein war, hat der Vater mich oft geführt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah, Wurstels Lebensweg ich da, wie er seinem Weiberl schmeichelt, wie er sein weiße Hasel streichelt. Dann da schluckt er seine Frau, warum, weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis am die Polizei verhaft. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und hat ihm der Teufel mein Hammer am Schädel, der Wurstelgeschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener a Menge verdrohen, aber eins kann man nicht, den er wurstelt da schlagen. Wieder ging ich in den Prater und wieder suchte ich's Kasperltheater, doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen sank auf Trümmer und Ruinen und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Drachen, Riesenrad und Ringelspül, Draht's im Unter im Gewühl, keiner Fahrt majestätisch, kommt und grüßt, ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig,
wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Brot ein Wurst hat. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Wurstelgeschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Oh, eins kann man nicht, den er wurstelt, der Schlang. Einmalig. Es ist eine starke Nummer. Einmalig. Das ist wirklich eine leibende Nummer. Und die müssen wir üben, weil wer weiß, falls wir doch beim untergehenden Kirtag spielen und nach uns der Kasper käme und krank wird, haben wir auf jeden Fall eine Nummer Nummer, ja. zum Überspülen. Ne? Ja, ich danke euch schön. Jungfrau Aszendent Pils ist der Landtagsstimme. Jawohl. Bravo. Bravo, soll ich. So viel Gefühl. Eine Gänsehaut bei den alten Liedern, mehr gepamperten Dank der Ski. Aber jetzt natürlich eins ist klar, das müssen wir jetzt machen, weil ja gestern Muttertag war. Nicht wahr? Unbedingt. Und da muss natürlich eins auf die Susanne Faber, hat sie es schon gewünscht. Aber ich meine, das müssen wir natürlich bringen, ist ganz klar. Kopfverlag hat, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt. Und auf geschürfte Wunden ob Schiefreizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Wobei Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Wobei geschossene Scheibe oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, und man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus.
die Suche, die einmal so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Für die Mütter. Für die Mütter, Für die ja. Mütter alles Gute zum Muttertag, der gestern war. Wie gesagt, ja, ich sehe, ne? Vor allem auch für die Mütter, die nicht mehr sind. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, wo du sagst eigentlich, wenn die Mama nicht mehr ist, oder ist ja wurscht, das haben wir dann im Juni dann beim Vater halt. Ne? Aber es ist ja wurscht. Also auch die nicht mehr sind, so nachhaltig beeinflusst wie von einer Mutter, ist man, glaube ich, selten. Ja, glaube ich auch. Es gibt Ausnahmen natürlich, Waisenkinder oder wo die Mutter früh gestorben ist, keine Ahnung, aber im Normalfall. Nicht? Sagst du, ich glaube, die einflussreichste Die Person, Persönlichkeit im absolut. Leben ist die Mamsche, das ist ja so. Ja. Frau Mama. Ja, schreiben mir einige, ja, dass die schon lange keine Mutter mehr haben natürlich. Jawohl. Aber sentimentaler Nachtrag zum Muttertag, danke, sagt der Georg Scheurer. Ja. Gefällt er nicht. Hat er jedem gefallen auf jeden ja. Fall. Das ist wichtig. Ja. Genau, schau, der Wolfgang sagt, Karin ist auch Mutter und ihre Kinder sind stolz auf sie. Also die bestehenden Mütter, die natürlich dann noch aktiv sind. Und der Mutter ist ja aktiv, wirklich bis gestorben ist. Nicht? Also das ist wurscht, wie alt die Kinder sind. Das ist egal. vollkommen Das wurscht. ist wurscht, das ist egal. Mama ist ein Lebenswerk, da gibt es keine Pension. Genau so ist Ja, es. trinken wir nochmal auf die Mütter. Trinken wir nochmal Da auf die bin ich ja Mütter. unbedingt. Unbedingt. Zum Wohle. Nein, da steht da auch keine Mama mehr. Zum Wohl. Prost, Prost. Und wir haben alle noch eine Mutter, aber halt im Herzen mitunter. Ne? Ja. Und dem Herr, Gott sei Dank, haben wir es noch. Wir haben das Glück. Unsere Väter sind ja leider nicht mehr in der Zwischenzeit. Beide nicht mehr. Väter nicht mehr, ja. Naja, aber Mama, geh bitte schau, aber sagt der Rudi, ne? Das muss man natürlich. Ist auch klar. Ist auch klar. Jawohl. Mama, ich bitte schau. Ich bin so bald in der Boot. Wirf mir den Schlüssel drüber. Hilf mir, das Haustor ist zu. Spät ist, ich hätt nicht sollen, tun wie es die anderen wollen. Zaus geht, ob ich mich geniert. Mama, ich war so blöd, geh sag's dem Vater nicht, weil mir sonst eine schmiert. Wir wohnen in der Gossen, 3 Kinder, der Kordel, der Franzl und ich. Wir wohnen in Halbbissen
und geschwinde. Eine unheimlich klasse Partie mit die Bäumen und die Stollen und die Radeln. Und wir drehen ihm alles verspült. Auf die Ros, auf den Stoß und die Madel. Wollen wir drehen wie wild. Ja, so war das bei uns großen Kinder. Doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre. Jetzt lebt nur mehr ich von uns drei. Manchmal träum ich von Franz und vom Korvo. Und ich wach auf in der Nacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann, wir ich noch ein Kinderl, dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl, schon grau und betagt, die hat zu dem Kinderl in der Wiege gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde Mutterlieb geben. Und die Liebe von der Oma dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran. Der ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Da war wieder das Weiberl, recht grau und betagt. Die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heute am Bugel. Heute bin ich ein Mann. Solange ist die Oma das Weiberl nicht mehr. Hab ich ein Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja, daher ist es so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. No, die Großmutter ja auch Mütter sind. Ne? Natürlich. Ganz wichtig. Ganz wichtige Persönlichkeiten bei mir gewesen. Schau, das schau mal, Matthias. Mama und Papa sind zum Glück beide noch da und ich bin oft dort und kümmere mich. Schließlich haben sie das auch lange bei mir machen müssen. Bravo, schau mal, Matthias, genau, Ja, genau so ist ist es. Genau so gehört sich das auch.
Ohne Fragen stellen, ich sogar. Genau so ist es. Ohne Fragen stellen. Luna Miller, schön ist das mit euch. Luna Miller, das ist Leiber und du bist ein Anspann daheim jetzt, gell? Servus, Anna, grüß dich. Was, Anna haben wir auch? Anna? Nein, die Ach so, ja. Du, aber hoch zu, Luna Miller, das ist mir jetzt lustig, dass du dabei bist. Das freut mich zum einen, zum anderen. Am Donnerstag kommen wir zu dir nach Anspann. Am Nachmittag. So Kommt schaut's ihr? aus. Ja, mit meiner Frau Mama. Weil wir gerade Mütter Das gekriegt ist haben. optimal. Nicht? Ich habe schon gefragt, ob sie heute vielleicht oder morgen da ist, aber leider ist sie unterwegs und sonst hätten wir uns vielleicht auf ein Café getroffen, aber sie ist ja auch nicht da. Ich verstehe. Ja. Nein, aber am Donnerstag hätten wir kommen. Also ich nicht. Also Am Nachmittag. Ja, nein, Eher. mein Munkelein, meine Mutter und die. In Anspann. Die ist jetzt auch da her. So. Aber ich muss das kurz anlegen. Na, das ist lustig, dass du dabei bist. Das gefreut mich voll jetzt. Und das ist ein Zeichen, jetzt ist es sein. Freu mich Weil meine Frau Mama hat gesagt, nachdem wir es zwar nicht eingeladen haben zum Muttertag, weil da waren wir bei meinen Brüdern, aber anderweitig eingeladen und so nicht. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt möchte sie ja. Und mit meinem Munkelein gemeinsam, nicht, am Donnerstag, weil wir eben die Woche heraus sind, haben wir gesagt, ja, da haben wir jetzt einen Tisch bestellt. Beim Reisenbauer, kann ich dazu sagen, beim Reisenbauer in Scheibelinkirchen, Weltklasse. ich war dort noch nie. Nein, mit den Brüdern war ich mal. Oliver Mit warst den du, Brüdern ja. war ich mal. Weltklasse hinten ist quasi, macht ein bisschen so auf Haumlokal, hat aber kein Haum. Also wird es sicher wahrscheinlich bald nicht kriegen. Wenn sie wollen. Manche wollen ja gar nicht. Aber es ist wirklich leibend, du kannst sagen, fast tatsächlich alle 2 Wochen neue Karte. Höchst leibende Speisen und also wurscht. Auf jeden Fall dort haben wir gesagt, na, da gehen wir essen. Und dann fahren wir nachher, haben wir schon geschaut, 14 Uhr ist wieder offen, nach Anspann zu Luna Miller. Und da gibt es ja am besten ist, wenn Nummer das die, schreibt Juhu. ja, aber am besten ist, jawohl. wenn du eine schreibst, was bei dir zusammenfassend, da gibt es ja lauter so wirklich Sachen, die man sonst nirgendwo kriegt. Yep. Zugegeben, vielleicht ist als Mann, ist man dort nicht Nummer 1, sage ich mal so, Wobei von Dingen, aber es gibt immer was Bestellungen, ich habe 2 Gilets, Ja. ein Sakko, ein wunderbares. Nein, so. man findet Da da muss auch man- sagen, aber es ist natürlich, Darum wollte ich ja mit der Luna mehr reden, aber nicht, ob wir damals eine gemeinsame Bestellung oder was, ich brauche wieder ein Sakko vielleicht wieder mal Ja, oder ja. was, so irgendwas. Ne? eine gute Idee, ist eine gute Idee. Ja. Ja, Auf jeden Fall, warte, jetzt muss ich noch bei den anderen schauen. Ja. Ja, manche Tests sind schon urleibend, Sonntag ist Weltklasse. Ja, richtig, der Ulrich, ja, vor 2 Jahren waren wir beim Ralf uns. Und der Jack. ja, In Dörrmosbach bei Dörrmosbach. Na, wie heißt es? Aschaffenburg. Aschaffenburg, ja. Na, die Vorreihe war ein Wahnsinn. Mit der Bauern. Ja, das war Wahnsinn, ja. Ja, ganz sentimental und muss gerade an meine Hündin denken, die Ostern von mir gegangen ist. Oje. Okay, schau, Matthias. Das hat mir leid. Herrgott, der Stabwildstädter Landesstromer, ja. Ja, machen wir noch mal wieder. Ja. Schönen Abend, bis bald. Der Rolandsberg, bitte gut. Roland, Bin ich so weit hinten? Das ist ja gute Wahnsinn. Nacht. Kann man noch anschließen. Echt leibender Abend, sagt der Markus. Danke dafür vielmals. Das ist schön, da rauchen wir gerne an. Nachdem wir eh nicht auf TikTok sagen, ist egal. Ja, jawohl. Mit der Mama, ja, Luna Miller, die Mama, die Idee kommt. Zusammengefasst, alles, was man nicht braucht, aber unbedingt haben will. Das ist eigentlich gut gesagt. Na, aber da gibt es alles, weil zum Beispiel, meine Mutter hat schon gesagt, der Geldbeutel braucht es. Was, da gibt es so, aber Sachen, die kriegst du nicht in einem Geschäft. Eben ausgefallene Sachen, dann so, was ist so, ich sage mal so britisch Geschichten auch, nicht? Also so Ja, ja. British Style, nicht? Und die Luna macht ja selber Schmuck auch, muss man Da, sagen. ja. Also das ist absolute Empfehlung, weil es was ist. Erstens ein kleines Geschäft, doch jetzt schon eine Zeit lang aktiv, also das gibt es jetzt schon. Ich glaube 20 Jahre oder was machst du das, oder? So lang schon. Ja, fast schon. Wird nicht viel abgefahren, die 20 Jahre, glaube ich. Aber schreib eine. Oder Achtung. Oh. Aber ich glaube, ja. Von den Musikern die Kontonummer. Na, warte mal. Na klar, ich hab komplett Patrick schon Ja, gar ist nichts. das Da okay. schmarrt es. denke ich gar Freunde. nicht. erst. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind komplett ohne Schmattes. Furchtbar. Seid so lieb. Haut was rein in die virtuelle Hat's eine Wand's. für die Nehm Musik. Der Hut geht rum, der virtuelle quasi. Haut was rein für die Musik. Ich danke euch vielmals.
Ja, die Silvia nimmt uns mit in den Garten, geht aus, seine Rauchen nimmt uns mit, jawohl. Jawohl. Und auf jeden Fall, ja, und da gibt es eben so quasi Taschen, Kleider, Schuhe, ausgefällige Schuhe. Ja, Das ist ja. jetzt alles, wie gesagt, doch. So Bis wie so hin zum mehr. Geschirr und Ja, über Geschirrhangel habe ich das da jetzt. Nein, das habe ich jetzt in der Waschmaschine, glaube ich. Ja. Das ist in der Waschmaschine. Nein, das ist jetzt nicht der Schmutzwäsche. Aber zum Beispiel so ein Geschirrhangel, sowas, das ist so altenglisch. Altenglisch ist so. Und so echt leibende Geschichten. Also auch für Herren, aber ich sage einmal, das ist natürlich schon ein. aber ich habe für sowas ein Faible trotzdem auch. Ja. Nein, und Leibwand, das Leibwand. Absolut. Und wie gesagt, das ist nach Anspannung gezogen. Muss man erzählen, natürlich dann, was, warum, wieso. Und das ist ja von da nicht gleich. Und meine Mutter hat dann schon vorgeschlagen, also da muss ich meine Mutter holen aus Neunkirchen. Dann fahren wir nach Gremenstein essen. Dann fahren wir von Gremenstein nach Aschbang. Das ist alles quasi so im Grätzl. Dazwischen muss ich schon tanken, glaube ich, aber ist ja wurscht. Aber dann fahren wir nach Aschbang zu Luna Miller und dann fahren wir so und da müssen wir quasi beim Eiskreisler vorbei. Bravo Ulrich, 10 Euro, Schmattes, Weltklasse. Jawohl, Dankeschön. sehr Ja, zum das Wohle. ist die dritte Variante natürlich da über. Bravo Super Ulrich, bravo Ulrich. Ich danke dir schön. Dankeschön. Na. Das ist aber. Patrick, müsstest du vorlesen, müsst die Brünsche aber Ja, ja, genau. Luna Miller, seit 32 Jahren verkaufe ich den selbstgemachten Schmuck und seit 22 Jahren gibt es die Luna Miller. Ja. Also da über 20 Jahre schon. Also Wahnsinn, die Zeit vergeht. Naja, vergeht ist gut. Ich habe mir gedacht, damals. Das war glaube ich, meine Mutter, nicht, die auf die gekommen ist. Das ist und da habe ich geglaubt, Über- da bist über du die noch Mama, relativ ja, jung genau. eigentlich. Nicht? Ja. Aber, ja, der Weltklasse. Jawohl, Wolfgang wird das ins Körperl beim Taschel rein. Wir freuen uns, das Kunst beim Taschel. Das taugt mir. freilich. Na, sehr leid. Also, warte, das kann ich wieder ausblenden. Ich danke euch jetzt schon für eure Großzügigkeit. Also seine für die Musik. Das Körperl quasi, das herumgeht. So. Was ist der Eiskreisler? Snoop Dogg Dogg gesagt. Kennen Sie nicht den Eiskreisler? Das ist das Disneyland von der buckligen Welt mittlerweile. Das kann man so sagen, ja. Aber es ist schon auch ein Motorradfahrertreffpunkt auch schon geworden. Das ist eben da in der buckligen Welt. Gib ein Eiskreisler im Google, dann findest du das. Ist da in Grumbach, sind die daheim und haben ein sehr gutes Eis. Früher hätte ich wirklich gesagt, das beste Eis ist, das Eis ist nicht mehr so gut wie früher, aber das ist definitiv, muss man sagen. Ja. aber es ist immer noch Immer noch gewaltig gut, gut. Und es ist einfach ein leibender. Ist halt, für mich zum Beispiel, motorradtechnisch ist es bei mir die klassische Hausrunde. Einfach dann irgendwo da beim Eiskreisler vorbei. Und es ist halt bei mir da in der Nähe. Ne? Und die gibt es aber in Wien auch und überall gibt es Eiskreisler, Eis. Ja. Und ja, ist mittlerweile ein Disneyland. Also da gibt es ja aber für Kinder ist das ein Wahnsinn. Mit Familien, mit Kindern ist ihre. Gleichzeitig ist halt so am Wochenende Aber ist natürlich die Hölle los. das Schlangste. Das Ne? ist klar. Das ist so richtig so ein Kinder Freizeitpark. Kannst du fast sagen. Ich kenne das jetzt gar nicht mehr. Wie es Nein, letztes Mal das tut, da ist ja geht das alles erst aufgebaut worden. Da war das alles im Entstehen erst. Weil angefangen hat das Ganze mit denen, die haben gemacht die Schulmilch. Und dann haben sie ihm gesagt, ein Bauernhof ist es, ein Bauernhof. Und die haben eine Schulmilch halt gehabt und im Sommer war keine Schule und da haben sie keine Schulmilch verkauft quasi. Und da haben sie gesagt, was machen wir? Und im Sommer können wir ja Eis machen. Und dann haben sie immer Eis gemacht. So hat das angefangen. Und das war wirklich also wirklich außergewöhnlich gut. Und jetzt ist es halt wahnsinnig groß. Es ist immer noch sehr gut. Aber hat natürlich aufgrund der Masse, hat es jetzt einfach seine Einschränkungen erfahren müssen. Aber immer noch, ich sage halt, ja, es ist dort halt jetzt Touristen-Ding halt mehr oder weniger. Da kommen halt die Busse und alles Mögliche. Und alles Mögliche. Aber es ist immer noch ein sehr gutes Eis, immer noch ein sehr gutes Eis und ich fahre dann dort gern vorbei. Und das hat mir dann gefallen, weil da haben sie dann gemacht, so Parkplatz. Das ist halt so Asphalt. Ne? Und dann haben sie gemacht Motorradparkplatz und das haben sie gepflastert, damit man im Asphalt nicht einsinkt. Und man dachte, das ist schon mal ein bisschen, zumindest ein bisschen Hirn dabei. Ne? Ja. Kann man schon sagen.
Aber ich schau bei Matthias, hör auf mit Motorrad, meins ist defekt, ich kann mit dem Wetter nicht fahren. Hölle gerne, das glaube ich da. Bist du schon gefahren mit der? Nein, ich bin Kann mit man gar nicht. sagen, Nein, gar nicht. Nein. Ich war nicht, ich war Muttertag, ich bin erst am Samstag gekommen. Ja. Und heute habe ich gemacht. Ne? Ja, morgen. Eine kleine Runde, Morgen war die, kleine Hausrunde. vielleicht, wenn es wieder passt, aber ich hab noch so viel Arbeit, ich weiß es nicht. Die Nummer da für mich auf jeden Fall. Morgen passt es wieder. Bei manchen Standler in Wien gibt es noch, ja. Es ist ganz gut, wobei es ist halt so, das sind ja alles, was auswärts ist, das ist quasi wie ein Franchise. Und so ähnlich, sage ich jetzt einmal, habe ich mir sagen lassen, und vielleicht stimmt es eh nicht, aber das habe ich so. Und da ist halt auch so, da kommt es halt darauf an, wie dem in Eis umgehen. Ja. Weil wenn du da Eis hast am Vortag, dann brauchst du eine Maschine, dass das aufriert und so weiter, ja. dann kannst du es am nächsten Tag problemlos verwenden. Nur wenn es halt nur so steht, Wird es hart, Über die Nacht. diese ganze Fluffigkeit und das geht alles verloren. dann verliert es. Das verliert Also es ja. muss schon ein guter Eissalon sein. Aber berühmt war er immer, ich weiß nicht, wie es noch immer Im geht. ersten Bezirk. Genau, in der Roten Turmstraße. Turmstraßen, ja. Da war das erste Geschäft eigentlich. Genau, Ja. da war das erste Geschäft außerhalb, also wo so Also da kannst du aber nicht einsetzen dort, das ist nur- wirklich nur nur- über die Gasse. Das war ganz ein schmales Geschäft, es war gerade die Eisbudel drinnen gestanden und das war's. Also mehr war dort nicht. Ja. Ja. Und Ah, da waren und wunderbar- da war's angestellt, bis was Angestellt, da ja, so ging, ne? Und war ja auch der erste oder einer der ersten, was ein veganes Eis gehabt hat. Ja, und das ist so ein Wien Base waren so gut. Na, Die herrlich. Birne, Holunder, die Himbeersorbet, Holunderblüten, also Holunderblüteneis, Weltklasse. Hat es aber halt auch nur gegeben, wenn es halt, also jetzt gerade noch vielleicht. Ne? Ja. Ja. Was ist Moped nicht braucht? Ich brauche schon, Schrauber. Aber danke schön. Aber ich brauche schon, ja. Aber es ist halt so natürlich. Nein, morgen passt es wieder. Ab Mittwoch ist noch halbwegs, und ab Donnerstag ist Ja. wird's wieder, wird dann. Ja, das ja, aber Pestiger. ich weiß nicht, ob ich kann, weil mein Fuß hier lediert ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ich schalten kann, aber ich könnte sie ausgehen. Ich weiß nicht, nur wenn man alles weh tut, Es macht ja keinen Spaß. Keinen Spaß. Spaß. Nur, dass ich muss. Es fängt an, die schöne Zeit habe ich. Und mein Manke ist auf jeden Fall schon aktiviert in Wien. Der Leberkass Pepe unter den Eissalons. Ja, Snoop Dogg Doggy Style, kann man so sagen. Kann man so sagen eigentlich, ja. Ja. Was hat der Landwirt schon? Der springt dich ständig an. Ich würde sagen, also anspringende Hunde. Ja, mega, aber das ist was anderes. Anspringende Hunde, ja, kann keiner ausstellen, gehört sich auch nicht. Ne? Egal, ob man einen Hund mag oder nicht mag, ein Hund, der dich anspringt, das gehört sich nicht. Ich meine, da kann der Hund nichts dafür, aber das Herrl. Ja. Das Herr so Geschirr, so das Geschirr. So, Herrgott aus da. Herrgott da stehen, machen wir ja. Machen wir, ja. Die Ottergringer Hymne. Machen wir doch glatt. Das machen wir doch glatt. In Ottergring traust, in ein nur alten Haus, In einen Hof in der Speckbacher Gloss. Da ist klein ganz verstaut, seiner Zierde beraubt. Ein Herrgott steht ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt. Mein Kinderherr unter meine Stuhl. Denn die größeren Buben waren auf die Stullen wie die Norn. Als Kinderherr Hätten sie mir gestohlen. Herrgott ausstand, du nur allein, Hast mich als Bieber verstanden. du hast mein Besitz immer beschützt, Bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt oder mich an dich gelernt. Den Kindern Sorgen sind groß. Herrgott ausstand, du nur allein. Du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr.
Und der Ring hat sich verändert. Heute wird Überall gebaut, all das Alte zerhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wie ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast da mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die heim und wirklich zusammen, sind deine Schmerzen auch groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Jawohl. Ich glaube, du spielst weiter als gleich natürlich. Ne? Aber heute keine Lust jetzt gehabt. Ja, da haben wir gedacht, sonst hättest du weitergespielt. Ne? Aber. Schraube hat ein Hinnismotor. Das ist aber Da trage ich das tut mir eine so. Niederlage. Da bin ich gleich ein bisschen, da bin ich mit gleich ein bisschen Ding. Ne? Dabei war jetzt so viel Bagger waren da überall. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, in einem Jahr habe ich wieder Geburtstag, mein 50er. Und wir wollen nicht auf das Wichtige vergessen, Ja. weil jetzt haben wir ein Jahr Zeit. Ja, genau so ist es. Ich wünsche mir zum 50er einen Bagger. Ja, ja. Jetzt muss man mal schauen, was das kostet, ein Mini-Bagger. Aber 4.000, 5.000, 6.000 Da Euro. musst du Nicht? In schon der was- Größe Ja, da sind wir. genau. Und ich will einen Bagger. Braucht man. Ich hab da heute, also auch nicht wie die Techniker da waren heute, nicht wegen dem Wasser und so. Naja, da bin ich draufgekommen auf ein paar Sachen, wo ich einen Bagger brauche. Kann man Na, ausprobieren, gern. aber auch. Ne? Ja, den musst du Musst du organisieren, organisieren, musst holen hin musst, und her. das ist mühsam, ich verstehe dich. Ein Bagger, den muss man verstehe daheim dich. haben. Ja, ja. So ein klein, so ein klein nur. Die Burgen, was glaub, wie oft man dann einen ausburgen muss, einen größer, nicht für diverse Sachen. Ja, aber das ist ja dann doch zu klein. Ja, Vielleicht. aber einen größer kann ich mir gar nicht leisten können. Ja. Was haben wir da? Landesstrom ist dahin, gute Nacht. Gute Nacht. Markus, schön, dass du dabei warst. Ich bleib noch da, sagt die Silvia. Jawohl. Ich bleib da. Ja. Der Schrauber hat im November einen Unfall gehabt mit dem Motor. Den Ries erst jetzt entdeckt, erst nachdem ich den Unfallschaden teuer beseitigt habe. Na, das ist gut, Arsch, ja. das ist Arsch. Nee. Ja, der Wolfgang habe ich auch einen von dir bekommen, ja. Ja, das ist schon mal super. Ich will einen Reisebus, sagt der Schrauber Matthias. Geht schon. Du, habe ich gestern gesehen, Ein Bus? ja, und zwar einen alten ÖBB-Bus, was das sind die alten aus die 80er Jahren. Okay, ja. ÖBB-Bus, fahrtauglich sogar. Brauche ich nicht, aber fahr ist leibend, so mit blauen Tafeln überstehen. Und ich glaube 2.500 oder 3.500. Habe ich jetzt auch nicht für das. Ja. Aber ich dachte, das war leibend, weil ich würde da quasi ein Gästehäuschen irgendwann einmal etablieren. Und da habe ich gedacht, der Bus war nicht schlecht. Eisenbahnwaggon kriege ich nicht auf. Das wird schwierig werden. Den kriege ich nicht auf. Und die Kleinen sind viel zu teuer. Die Ja. Kleinen Alten sind viel zu teuer. Die kriege ich schwer auf. Die Kleinen kriege ich vielleicht auf. Ja? Könntet man um die Kurven gehen, Ja. das kennt sie ausgehen. Nur dann muss ich nur im Grund einer heben, weil einer ruhig nicht. Einer heben. Verlegen Maschinen. Ja, das Da wollen wir kein rein. Problem. Und das, da baut ich einen Kran, aber einen starken Kran. Ja, Nicht? Das geht auch nicht. Möglichkeit wäre dann Hubschrauber natürlich. Ja. Ist aber da, naja, du, was Natürlich, bei den ja, ja. Berghitten, es ist Ja, nicht ja. so Ja, ja, ist ja, nicht im Vergleich, war es nicht so viel teurer, aber der muss es, und ich habe da Stromleitungen auch, also das ist schwierig. Ja. Und meine Hauptidee ist eigentlich die, hört's zu,
wie der Gabriele D'Annunzio im berühmten Vittoriale delle Italiane in Gardone am Gardasee, der hat dort ein Kriegsschiff einbauen lassen, damals in die 20er oder 30er Jahre, in den Hang, die Puglia, ein italienisches Kriegsschiff war das aussortiert worden. Das hat er sich in den Hang einbauen lassen, mit der Bugspitze gegen Gardasee oben. Nicht? Und ich habe gedacht, das mache ich auch, aber nicht mit einem Kriegsschiff, aber entweder mit einem Kutter oder mit einem Segelschiff. Ne? Mit einem ramponierten. Ne? Ja, das war wild. Und das baue ich aber, und das müssen da in den Hang rein, weil es ist eine Hanglage. Da unten sozusagen, ich habe den Ausblick gesehen, so quasi, da geht es runter, da geht der Bug runterschauen. Also dort neben dem Haus war das. Im Hang, und das Heck war halt im Hang eingraben quasi. Weißt Ich weiß schon, was und du vorn, meinst, ja. und vorn was die Ankerketten und der Anker, der hat so hängen, und der Anker selber war halt im Boden drin, der hat nur halber zu ausschauen. Und das war so optisch, nicht? Und der Fahnenmast, also der Fahnenmast, der Mast, Der Mastbaum, nicht? Der Mastbaum, ja, der Wenn es ein Hauptmast. Segler ist, ja. Wenn es ein Segler ist, Ja. und dann das müsste so stehen, und das würde ich dann zum Gästezimmer, also Gästehäuschen, die das dann ausbauen. Das ist meine Idee. Die leibende Idee. Und darum brauche ich einen Prager. Gute nicht? Idee, Aber oder? es ist halt nicht, weil warte mal, da blende ich jetzt vielleicht sicher jetzt Blend bloß ein. ich blende nochmal ein, das mit Schmattes, weil jetzt, wo ich so drüber nachdenke, brauchen wir verdammt viel Geld für die ganze Geschichte. Also ich. Ja. Freunde, wie packen wir den Bagger ein? Maggie Pemperton, macht er da bitte keine Sorgen Mach drum. da keine Sorgen. Hauptsache der Bagger ist da. Einpacken, soll nicht das Problem sein. So ein Bus als fahrende Wohnung mit Garage fürs Moped, das wär's. Einen Schein, um das zu fahren, habe ich eh. Na, alles dann, das geht schon. Duplo-Spielzeug, der Wahnsinn. Du willst etablieren, yay. In so ein Etablissement will ich sicher einkehren. Bravo, Maggie, nicht? Einen Kühlschrank gibt es eh. Oh, jetzt U-Boot im Garten als Gästehaus, das ist auch leibend. Ein U-Boot. Ein U-Boot. Ja. Ich blende das wieder aus, dann, weil ich glaube, ich nehme es mir nicht ernst. In Schmattes. Wobei Nein, der Bus eigentlich so, da, ja, das eh. ist schon Aber ich habe gut, schon zum aber- Beispiel, haben sie dann gesagt, na weißt du, das sind alten Bauwagen, das sind Zigeunerwagen, wie man gesagt hat. Ja, ja. Aber das ist ja viel zu brav, das ist Ja, das ist- das ist das aber, ist Fahrt das fast. ist Fahrt, Das ist das ist Fahrt. nicht, ja. Aber ein Schiff, was da aus dem Hang rauskommt sicher. und da oben zeigt, na, das hat doch was. Bus, das ist halt wieder, ich meine, das gegangen schon, so ein alter Bus, ein Top. Dieser ÖBB-Bus hat auch, der war schon gegangen, war noch schön lackiert. Ja. ein Doppeldecker gar nicht. Der Doppeldecker war halt der Wahnsinn. Ne? Aber halt, aber ich finde trotzdem ein schiefer Nagel, finde ich am Leiber. Ein Schiff ist schon leib. Ein Flugzeug gegangen auch. Was sagt der Marco Cinelli? Gut, du bist ja bei der ÖBB. Du brauchst einen sogenannten Straßenroller, also ein Tieflader, auf dem man Lokomotiven oder Waggons aufladen konnte. Also falls du einen und kein Schiff willst, ja, ein Straßenroller. Ja, aber mein Problem ist ja dann fast mehr. Erstens einmal, diese kleinen Waggons, die sind unverschämt teuer. Ja. Und die großen Ausrangierten sind einfach zu groß. Mit denen kann ich nichts anfangen. Aber selbst wenn ich so einen kleinen Eisenbahnwaggon ergattern könnte, ich meine, das war ja leibend, zum Beispiel einer von der Schneebergbahn, ne? Zum Beispiel, So, oder der Zahnradbahn. Also muss ja gar kein großer So, Eisenbahn-Ding, ja. aber so ein Schmalspur oder also eine Zahnradbahn, das war ja schon ein Hit. Aber das ist natürlich nicht mit aber selbst wenn, Verdammt die teuer. müssen den ja da so, irgendwo dann einheben können. Aber das war halt schon lässig. Eisenbahnwaggon ist quasi Platz 1, aber als schiefer Nagel habe ich noch nicht aufgegeben. Ein Flugzeug. Naja, aber da hast du ja das kannst du nicht als Gästehäuschen verwenden. Ich meine, ich kann mir da kein Boeing einstellen. Das ist aber das ist eine super Constellation oder so. Ja, das muss ja da, was ist sowas selber wieder Aber das ist auch für die sauteuer, Fallschirmspringer oder was, sauteuer. ne? Sowas, ne? Das war so, naja. Das ist ein Oldtimer, weißt du? Hangar Ein 7. Flieger, so ein Hangar Naja, 7 auf der aber das ist halt schwierig, Nur die dann immer fliegen alle das dort. Kosten. Das Ja. sind alle Flugtage. Aber ich brauche es als Gästezimmer. Den ich dann vielleicht sogar über Airbnb, könnte ich das dann Anbieten? anbieten eigentlich, ne? Das war ja möglich. Weil das ist ja dann ein autarkes Häuschen, ne? Ja.
Was hat denn alles? Aber Schiff, also ein Fischkutter Ja, oder ein das war überhaupt Segler. leid, aber der Fischkutter war super. Aber eben bei Segler, das müsste jetzt, habe ich schon festgestellt, das müsste mindestens ein 26er sein, Ja, weil wo es da Stehhöhe Wo drinnen ja, hast. sonst Ne? ist uns Das ist ein bisschen ein Concorde, das sicher. Wolfgang, mit dem gar nicht herumscheißen. Vollkommen richtig. Ich will ein Concorde. Aber da ist. da gibt es nicht so viel. Ja, aber das ist, Sind da nicht muss so ich mit viel Nachbarn Partner. reden, weil ich stehe, glaube ich, ein bisschen ins Feld rein dann. Hast du irgendeine Vorliebe? Soll es ein Cut sein oder was anderes? Na, gar nicht. Ein Mini-Bagger brauche ich. Einen kleinen, einen wirklichen Mini-Bagger. Ob das ein Takeuchi ist. Warte, schau mal, ob ich Marken gehe. Ich gehe mir mit Bagger nicht aus, aber Takeuchi. Caterpillar ist eh klar, nicht die Karte haben wir eh. Was war noch? Dann Hitachi gibt's. Ja, Dann haben wir. Wie heißt der, was ich gekriegt habe? Der wie heißt denn das? Mit muss dem ich W. aber auch nachdenken. Ja, Ja, das fällt mir auch nicht ein jetzt. Da. Wurscht. Also, wurscht. Ein Bagger, der funktioniert. Funktionieren muss er, ja. Ein Hubschrauber. Moment! Ich empfehle einen Transporthubschrauber. Ja, gut, das ist aber die eine Geschichte. Ja, schon. Aber überhaupt einen Hubschrauber einstellen. Das ist schon klar. Da brauchst du so einen alten, so einen Sikorski oder was so einen. Ja, am Bell UHD Bell Hubschrauber. UHD. Fritzel Startkurs ist schon dabei. Ist schon dabei. Was sagt der Matti Hautermecke? Nach dem Moped kommt der Bagger. Ich bin im selben Modus. Bravo, Matti Hautermecke. Das ist es so. Ein Donauschiff. Nicht die Schönbrunn. Naja, gut, die werden's mir, Das- ich muss mir schon leisten auch können. Und es muss zum Aber- Verkaufen sein. Eine passen sollte jetzt auch aufs Grundstück. Die Schönbrunn ist ein bisschen gar groß. Im Transporthubschrauber könnte man mobiles Musikstudio einbauen. Das ist richtig, aber bis der Deppert, das musst du mal schalldicht kriegen. Während dem Flug. Das ist sicher. Die Scheller, Gibt's also ja von Stockhausen das berühmte ja, Helikopter. das Helikopterstring Quartett. Ja. ja. Das ist etwas, wie wir im Hubschrauber fliegen. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ich muss mal hin, ich hole mir einen Wein. Hol bitte einen Wein, ja, unbedingt. Aber mir gefällt eigentlich, ein Fischkutter gefällt mir noch besser als ein Segler eigentlich da irgendwie. Das ist irgendwie noch uriger, finde ich, so ein Fischkutter. Ein kleiner. Aber, aber wenn man das mit einem Transporthubschrauber, dann müsste das wirklich auffliegen. Sicher. Und oder überhaupt einen Hubschrauber nehmen, da kann man ja sowieso gleich herfliegen mit dem Hubschrauber. Da muss halt nur, wenn der noch flugtauglich ist, dann steht man noch da und dann steht er halt da. Für immer. Wobei es lustig war schon wieder, wenn man den Hubschrauber mit einem Hubschrauber herfliegt. Ne? Das ist jetzt schon wieder eine Geschichte natürlich. Ne? Der Schrauber an den Cat 374. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen eine zu große Geschichte, glaube ich. Ich glaube, sie braucht einen kleinen Bagger. Da war ich einmal. Weil der Nachbar, hat nicht der Nachbar vom Klaus, hat der Nachbar nicht eher einen Bagger? Ja, das Der Fritzl? Der Günther. Der Günther hat. Aber der ist nur für die großen Aushubgeschichten. Der ist nicht für die kleinen wieder. Na, eigentlich, wenn man es genau betrachtet, man braucht eigentlich zwei. Man braucht einen großen für die große Partie und dann braucht man einen kleinen für da am Grund herinnen. Und für die große Partie im Wald draußen zum Beispiel brauchst du einen großen. Zum Aufschieben richtig, was du Abfahrten, Auffahrten und so nicht machen willst. Ich muss da ein bisschen was herumgraben. Ja, Das kann ich händisch machen. Schon weiter wieder, was? Oder, weil ich immer nicht einmal händisch, ich bin ja einer der, ich glaube, ich bin der Einzige überhaupt, der über einen Druckluftspaten verfügt. Da habe ich mir gekauft von Schepach einen Druckluftspaten, das ist quasi wie ein Presslufthammer. Und da kann ich mit meinem, wie heißt das? Kompressor, ja. Ne? Hänge an. Und da kannst du runterkommen, das ist aber leibend, ne? Du kannst Wurzeln durchschlagen und so weiter. Funktioniert nicht schlecht, das ist ja besser, als wenn du mit der Hand arbeitest, sagen wir es so. Ja. Ganz leibend, das ist ein Druckluftspaten. Und quasi die nächste Steigerung wäre jetzt so ein Mini-Bagger. Hm? Ja. Der K374.
Ich glaube, das ist was Ich zu glaub, groß. das ist Ich glaub, das groß, ist ja. was zu Großes. Ja, das ist zu viel zu groß. Das stimmt ja nicht. Kann man mit, nee, aber ich glaube, ein Hubschrauber darfst du auch nicht angesoffen fahren. Fliegen, Snoop Dogg Style. Außerdem bist du aber um das Geld, was ein Hubschrauberschein kostet, um das kann ich viel Taxi fahren. Das glaube ich auch, ja. Bagger aus einem stillgelegten Tag. Ja. Im Hangar 7 in Salzburg wird sicher fündig. Ja. Ja, da gibt's viele schöne Dinge dort, ja. Ui, ich hab gut eingeschenkt. Allein für die Gegengewichter vom Großen brauchst du einen kleinen Bagger. Warte, hat er wir zwei verstehen uns. Ja, es ist aber wahr. Wir zwei verstehen uns und Wohl. keiner nimmt uns ernst. Zum Wohl, Prost. Maggie sagt, ja Kinder, früher hatte die Donaumonarchie Zugang zum Meer. Ja eben. Das wäre Ja, eh. ein Triester, Vom österreichischen Lloyd, Triest aus. Ja, Weil, nicht? Das ja. war noch geschehen. Die heutige eine Marine. Hommage an Triest. Die heutige Marine fährt von Linz nach Wien und wieder retour. Nicht? Es ist, leider ist nicht mehr übergeblieben. Schau der Ulrich. Aber- Hab kürzlich das Buch von Rick Rubin, einem guten Freund, Musiker, geschenkt. Der ist begeistert. Ulrich, danke Ja. dir. Also das freut mich, weil das, Super. weil das der Tipp gekommen ist. Der ist sicher Weltklasse. Weltklasse. Ich glaube, das kennen wenige, obwohl das Kennen das so schon, ein ja. erfolgreicher Produzent ist. Ja. Kennen wenige, ja. Aber ein bisschen braucht er noch, da muss ich Da mach ich aufmachen, noch- was zum, ich zum denk dass schon, er ja. Luft kriegt. Ja, ja. Auf jeden Fall, das mit Schiff, mir tut das schon tun, weil ich habe jetzt zwei Kehren auf. Aber ich war halt für den Fisch gut. War Ein mir, Fischgut, war, aber war mir lieber. aber sowas kriegen ist ja noch. Ich muss mir das ja leisten, auch Kinder. Ja, das ist richtig. Ich muss mir das immer Ja, leisten, hat der Kinder. Domi nicht ein Boot? Ein Segelboot? Ja, noch? was soll ich ein Boot Das haben? braucht er nicht mehr. Du, der hat das sein- Ja, braucht er nicht, kann man ja da Das hat er schon einbauen. verkauft. Außerdem ist es klar Stehhöhe. Aber er Ja, hat ein richtig, Boot gehabt, das hat er dem Erwin Wurm verkauft. Dem berühmten Künstler, dem Ja. Erwin Wurm, der diese Schifferl, das findest du hin und wieder irgendwo oben auf einem Hotel oder Museum oder sonst wo. Hat er dieses Schiff sozusagen quasi gebogen, nicht? Also wie ein Comic oder was. Ja, genau. Und da hat er ein Projekt gehabt irgendwo und da hat mein Bruder dem sein Schiff nagelt, das hat er damals selber hergekriegt und wirklich leibend. Also wirklich alle acht, Alle weil acht, ja, Respekt ja, hat ja, er das ja, ja, komplett ja. hergekriegt. Und ist lang damit gefahren, eigentlich auch. Und dann hat er gesagt, naja, ist klar, er braucht ein Gräs, also was auch sie, oder ich weiß gar nicht, was da dazwischen war. Und dann hat er gesagt, naja, er verkauft es, er wird es wahrscheinlich verkaufen. Und dann hat er einmal gesagt, ich schaue mal, ich stöße einmal rein. Und dann kam ihm vom Erwin Von Wurm Erwin die Wurm Antwort, die ich Geschichte, ich ja. brauche eins. Und der Punkt war halt der, dass er gesagt hat, ich brauche es gestern. Und Sofort. Also, und da hat er einen schönen Preis gekriegt für das. Also wirklich, er hat gesagt, ich brauche nur Schiff. Es wird komplett an. Nimm außer, was du brauchen willst, ich brauche überhaupt Ich brauche nichts. nur die Hülle Ich quasi. brauche Ich brauch eigentlich nur das Schiff. Mhm. Und das ist irgendwo in Deutschland ist das jetzt verbaut. Aber wir haben zum Beispiel in Wien, da gibt es am Ring beim Hauptbahnhof, Ja, genau. irgendwo glaube ich, da gibt es ein Hotel, frag mich nicht was für eins. Und das hat auch so ein Schiff vom Erwin Wurm umstehen. Also ja. Bobcat. Fritzler Status. Ja, Bobcat ist ja wieder was anderes. Das ist ja so eine diese Frontloader. Bagger, ich baue ja einen Bagger, einen kleinen. Ich brauche einen Mini-Bagger. Vor da ist man drüber. Das ist ja so. Ein Pudelschiff. Na, du brauchst eigentlich einen Traktor mit einem Bagger hinten drauf. An was brauche ich? Ein Traktor mit hinten einem Baggerschaufel drauf. Ja, aber da ist jetzt groß. Ah, Für mich, ich meine, ja, ein Rosenmacher-Traktor. Aber was kann ich da du mit? kannst nicht viel baggern. Nein, das ist ein Spielzeug dann. Das ist wirklich ein Spielzeug. Aber. Fischkutter gibt es als Testdruck für 3D-Drucker. Ja, bitte jetzt, Wolfgang, wir reden da von Ich richtig. rede davon richtige. So. Hotel Daniel, ja, das kann stimmen. Hotel Daniel. Daniel. Das kann stimmen. Am Ring, ja, das hat das. Kinder, aber was Relevantes von der Maggie. Vor allem für die Morgenrunde. Wir wissen, falls Katholiken, es gab was für alles an Heiligen. Wir brauchen für YouTube-Probleme einen Schutzheiligen. Zur Not tragen wir den Toni Faber-Castell vom Dom. Die gibt es auch als Baggerfritzlerstadt, wie ein Bobcat.
Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube zuverlässiger sind die Japaner oder billiger sind die Chinesen. Die Chinesen jetzt sind dazwischen. Ja, es ist so. Definitiv. Ja. Da braucht man nicht schön reden. Und Ne? das reicht. So ein kleiner Mini-Bagger und Chinesen. Das ist tatsächlich optimaler ICB ist gemeint. Was auch immer das ist. Ein JCB, ein Bagger. Ist auch eine Baggerfirma. Ist auch eine Baumaschinenfirma. Ja, da muss man muss sich schlagen. Wie heißt es? Kubota, ne? Oder wie heißt Kubota. der? Kubota. Sind auch. Waren auch gute Traktoren, ja. Ja, Kubota ist auch gerade voll hoch im Kurs. Aber ich würde sagen, bei mir wird das eher ein Mini-Bagger aus China. Es wird kein Takeuchi sein. Da wird es nicht sein. Aber ich meine, so, was wir so festgestellt haben, ja, ich sage einmal, 5.000, 6.000. ja, also was ein Sechser hast, Das muss man wirst rechnen, fündig. sowas, ja. Wirst fündig. Sagen wir es so. Na, und mit dem kann ich dann solche Projekte verwirklichen. Ja, erst wenn ich da, wie heißt es da, Airbnb, das Häuserl vermieten kann. Naja, Ja, da brauchst du aber zuerst einmal ein Boot. Nicht? zuerst brauche ich einen Bagger, damit ich das überhaupt da zubereiten kann. Naja, da braucht man das Boot, da kann man das gleich richtig auf die richtige Größe vorbereiten. Nicht? Das Ja, eben. braucht man das Boot aber auch schon. Ja, aber das Du kannst ja nicht auf mach gut ich dann schon. Baggern anfangen. Nicht? Also, Ja, sicher, ich mache mal. dann schiebt man wieder auf. Ja, sicher, dann wird aufgeschnitten. Ja, ich habe ja einen Bagger, keine problemlos. Ja, viel haben es, ja, man wird schon fündig, ja. Willst du eigentlich einen mit Sprit haben oder willst du einen elektrischen haben? Also, erst Patrick, Das ist halt gemein jetzt. jetzt Zum gleich. Wohle. Nein, da trinke ich nicht mit dir, nein, weil ich der Best bin jetzt. Einen elektrischen Bagger. Na, da lachen sie mir endgültig aus. Ich mein Tuk-Tuk ist elektrisch, das reicht. Das reicht ja. Klaus, was sagt eine Frau dazu? Naja, das ist ein anderes Thema, Wolfgang. Das sagen wir so. Was? Sie jetzt nicht verhindern wollen oder was, nicht? Aber mir schon nicht. Also, ja. Vor allem, wo stößt denn den dann eigentlich hin? Vor allem, so grad, ich denke gerade so nach. Da muss man dann auch was bauen. Das hat aber jeder gemacht. Man kauft sich eine man kauft Maschine, sich eine Maschine und dann baut man, dann schaut man, wo man Entsprechend den. baut Ja, man das gehört so, das die ist Garage. so. Ja, aber ein Hubschrauber, das war schon was, okay? Ein Hubschrauber, einen vegetarischen Bagger, ja genau, ein Elektrobagger, ist ein Wahnsinn. Ein Elektroauto, oder noch ärger wirklich, wenn du sagst, ein Elektromotorrad. Elektromoped, das ist ein Moped. Moped lasse ich noch durchgehen sogar. So in der Stadt so als ein Elektromoped. Und bei den Trial-Geschichten und die Ja, bei Motocross-Geschichten. Trailmotorrad, ja. Motocross auch, Aber das sonst kann ist ein Elektromotorrad, das ist widersprüchlich. Das ist nach dem Motto, man schaut sich auch kein Porno im Radio schon an. Radio, ja. Ja, das ist wirklich so. Richtig, ja. Ja. Ja, wie gesagt, mit meinem Monkey, das ist noch eine eigene Geschichte. Habt ihr einen Link geschickt? Eisenbahnwaggon 6000 war eBay. Ja, das ist ja viel zu teuer. Viel zu teuer. Peter Bartel ist ja viel zu teuer. Ich brauche da was Ausrangiertes, weil ich ja ohnehin ausbauen tue. Ausbauen tust, Also innen ich sozusagen, brauche ja. genau original die Hülle, weil der Rest ist wieder dann eine leimende Hitten, also Ja, wo genau. du gut wohnen kannst. Ne? Genau. Also, ja. Aber danke. Danke, Peter Bartler, auf jeden Fall ein Föhn auf zwei Räder, jawohl. So, jetzt bin ich, Baggerlied gibt es keins. Der Wiener Straßenbau, das kann ich nicht. Vom Ernst Arnold, ja genau. Da gibt es ja das, der Wiener Straßenbau. Das kann ich nicht. Was geht mit Spielen? Was passt jetzt, Patrick? Jetzt. Am Bagger? Ja, ein Bagger, nicht, Bagger. So, was passt jetzt? Gibt es ein Bootlied, ein Wiener Lied, wo ein Schiff vorkommt? Nein. Schräge Wiesen am Donaukanal. Können wir machen, ja. Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat Arbeitszeit und Zeit so viel am Frei und die verbringt er gerne in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tramway hin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge
gewesen. Am Donaukanal ist Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Misslicht, keine Rechenpapa. Mein Mirzel, ja, die lieben mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tantan. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal ist Riviera, auf jeden Fall. Wenn auf der Rosauerlände dann so gegen Ende Mai der Flieder blüht, dann wollen alle Leute verreisen, fahren Mittagessen, wandern alle mit. Na, da bleib ich stur bei meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lemper, check den Brady auf und Büsel vor mir hin. Schräge Wiesen am Donaukanal ist Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Misslicht, kein Rechenpapa. Mein Mirzel, ja, die lieben mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tantan. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal ist Riviera, auf jeden Fall. Meine Mutter war. Siehst du mir heute noch in Erinnerung, als ob's gestern gewesen wäre? Es war ein schöner Sonntagsmorgen, da ruft's Mutterl, geschwind, komm her. Lass dir das Gesicht und Handel waschen, lass die Wuckel dir frisieren. Heute möchte ich zum ersten Mal dich auf den kahlen Berg führen. Oben hat's mir zeigt die Pracht, hat mich gestreichelt und hat gelacht, hat gesagt, schau, der Stephansdom und der blaue Donaustrom, schau, das Häusermeer da drin, ist deine Heimatstadt, dein Wien, bleib stets treu den schönen Ort. Ich hab kein arme Wort. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hab ich wen so gern. Sie war's, dem in Leben mir die Liebe abging, zu meinem einzigen goldenen Wehr. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hab ich wen so gern. Sie war's, dem in Leben mir die Liebe abging, zu meinem einzigen goldenen Wehr. Ein Hit jagt den nächsten heute. Ja, was denn? Das hat der Wolfgang schon ein paar Mal reingeschrieben. Aber ich dachte, jetzt spielen wir es auch. Ja. Der Bodo mit dem Bagger. Das hat der Bodo Wartke, glaube ich, gell? Der Mike Krüger hat das. Hat der, genau, Mike Krüger das. Ja. Steht der Peter Bachtel schreibt, Mike Krüger, Bodo mit dem Bagger. Ja. Mit dem Baumaschinenspaß-Führerschein bei der Prüfung einen kleinen Volvo gefahren. Genial, aber nicht billig. Hier im Garten war ein Mini, der wohl um 7.000 zu haben wäre. Aber der ist wie... Ja. Meine Mutter war Werner, ja, Nachtrag zum Muttertag, stimmt. Stimmt. Der ist der Manfred Kraft, ja. Ja. Zweisitzer Flugzeug drinnen beim Louis. In Kagran. Da Flugzeug stehen.
Ja, das war einmal, oder? Früher hat er das gehabt, aber ich glaube, der hat das ja schon lange nicht mehr in Kagran, der Luis, glaube ich. Aber es war natürlich auch was, ja, im Garten. Allerdings, das ist halt, es ist halt recht wenig Platz, nicht? Also, dass du sagst, ich will, weil ich das schon gerne, also richtig ein Gästehäuschen bauen, aber auch mit Nasszelle, also mit Dusche und WC und alles. Also das muss schon ein bisschen an Raum muss das schon bieten. Das ist wirklich ein da ist ein kleiner Eisenbahnwaggon als klar. Nein, das gangen sich schon aus. Das ist ja nur Gäste, da brauchst du keine Couch und nichts drin. Da ist ein Bett drinnen Bett, ja. und halt das geht sich locker aus. Also ein Duschzellen und ein Eisl, wie man so sagt. Nicht? Das gangen sich schon locker aus. Nicht? Aber ich glaube, so ein Flugzeug, das war, glaube ich, aber so ein Hubschrauber, jetzt schon wieder was. Ja, ein großer. Ja, so ein Transporthubschrauber. Transporthubschrauber, ja, klar. Da geht es schon was ein Tiny House, sagt man heute. Das ist ja, oder ist ein Trend. Tiny House. Was glaubst du? Das wird da der Postbus werden. Das Flugzeug ist aufgehängt und ja, gibt es wirklich war in Kagran beim Louis Nord, da hängt ein Flugzeug. Also ich meine, ich wohne dort in der Nähe, das heißt, ich war beim Louis, weiß ich nicht, wie oft schon in meinem Leben. Aber ein Flugzeug, das dort ans hängt, kann ich mich echt nicht, ich muss ich schauen, das nächste. Ganz hinten. Na, das ist an mir vorbeigegangen. Na gut, ich bin klar, aber ich habe da nie aufgesehen. Na, da schreibe ich mir, das sind groß. Der Mini-Bagger für 30.000 Euro, nein. Da gibt's die kleinen chinesischen, die kosten 4.000, 5.000, 6.000 Euro, Schnee ohne. Das reicht, das ist ein Spielzeug für mich, für den Garten. Bei Wiener Neuter für die. Ja, da gibt es irgendwo an der Brünnerstraße steht da irgendwo so ein Saab. Nein, eine russische. Amig. Amig steht noch immer. Die steht Bei dem immer noch Autotandler dort, ja. Ja, wieso tut aber das österreichische Holzzeichen um? Ist eindeutig eine MIG, ganz eindeutig. Wirklich? Ja. Bist du sicher? Ja, Also, ist eine MIG, die dort steht auf der Brünnerstraße. Okay. Ja, freilich. Und der Autometzger, der berühmte, ja. hat er das Flugzeug noch? Ich weiß gar nicht. Bin schon so lange dort nicht mehr gefahren auf der 17er. Bei Wiener Neidorf. Autometzger, der hat auch ein Flugzeug. Hat er anstehen. Am Dach rum und so. Ja. Stimmt. Schräg gehabt. Der hat, glaube ich, die Saab stehen. Nein, das war eine Propellermaschine. Das ist ja so Aber da gibt es ja mehrere, weil. Pipe oder so, so ein. Aber da gibt es ein paar da in Neustadt durchs Flugfeld und so weiter. Da sind ein paar. So ein Flugzeug hast bald, unter Anführungszeichen, bald einmal wo stehen. Aber da ist ja, wie gesagt, die sind klein. Ja, was Snoop Dogg da das schaue ich mir wirklich an. Da muss ich zum Louis und muss schauen, ist das überhaupt so ein Flugzeug? Muss ich aufschauen. Ich schaue immer runter, dass ich mich nicht stolper. Ja, beim nächsten Mal. Schau, Wolfgang sagt, beim Autometzger in Füßendorf ist auch ein Flugzeug, ja? Genau. Kleiner chinesischer Bagger kostet auch bald 10.000 in dieser Frage. Nein, Junkie, es gibt. Da gibt es ja so um 5.000, 6.000 Euro. Es gibt tatsächlich, die sind nicht viel, aber es gibt immer mehr. Diese von wirklich so Mini-Bagger, weil da gibt es einen Haufen YouTube-Videos über diese chinesischen Bagger, Bagger, nicht? Und wo du mir dann sagen, ja. Und auch der Andrew Kamerad, der zum Beispiel in Amerika drüben, der da so der Chinese sagt, so ein Scheiß, der kauft er nicht, aber dann sagt der kostet nichts. Nicht? Und wirklich war er, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 und das Dollar. funktioniert. Und der war ganz begeistert eigentlich. Also für das, was das Ding kostet. Halt, Ja, genau. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt damit eine wirkliche Baustelle, die war da bei mir wieder herumgraben. Da geht das. Ja. Aber ich finde das grandios, dass das Nachschauen da gleich das checkt. Das taugt mir voll. Und wenn KTM-Junkie und wenn es 10.000 kostet, na was soll's? Ich habe den 50. Geburtstag in einem Jahr. Dann kostet es halt 10.000. Dann müssen halt die Freunde mehr zusammenlegen. Ich schon wieder zusammenlegen. Ja, nur ein Geld, ja, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Händel, Gans, Lanten, Fisch, ist nur Beine über den Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh.
mir erbt und die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sog und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf ihrer Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Hammer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl. Ja, genau so schaut's So aus. schaut's aus, so schaut's aus. Ja. Das ist halt das. Die Mega schon, nur ja mit 2 Jahren Garantie. Vom Jansen gibt es einen Mini-Bagger für 6.000. Michael Unger hat schon gefunden. Das sind doch keine Bagger, das ist Spielzeug, nur 25. Ja, aber ich brauche da nichts Großes. Ich muss ja das muss ja da fahren können auch. Ja, so ein mit Mini-Bagger meine ich Mini-Bagger, also die kleinsten Bagger, die es gibt. Mit 2 Jahren Garantie gefällt mir schon. So ist die Tante Miezi von den Obergräner. Ja. Jetzt war es halt eigentlich die Kineten, ne? Vom Anbus. Künette. Haben wir jetzt letztens an der Morgen schon besprochen. Künette. Künette. Nicht Kineten, Künette. Also der Wiener sagt halt Kineten. Schon langsam, wenn wir in Richtung Zielgerade Ich hätte auch gesagt, ich kann hier klar nicht genau definieren. Ja. Mit dem Flugzeug ist wahrscheinlich noch der Bud Spencer und Terence Hill geflogen. Ja, wenn man so ein Flugzeug, aber gut, es ist ja, da ist jetzt mein Grund schon wieder ein bisschen zu klar fast, dass das wirklich zur Geltung kommen könnte. Also eine Concorde zur Geltung kommen, aber das ist wurscht, wie groß der Grund ist. Oder wie klar, weil das fällt auf. Aber, Da gibt es nicht so viel. gibt's jetzt, ja, aber wahrscheinlich sind es billig. Nein, die brauchen sie alle wegen der Ersatzteil. Das wird keine mehr fliegen. Fliegt Nicht? ja schon, ja, Schon schon lange lange nicht mehr. Schon ausgemustert, ja. Ja. Die sind schon angefragt. Ich glaube, 3 gibt es noch. 3, der Rest ist, glaube ich, sogar entsorgt worden. Ja. Wahrscheinlich. Nein, aber ich glaube, dass da Eine so... hat sich selber entsorgt, ne? Das Ja. Ja. Aber ich glaube, man muss es muss ins Grundstück passen. Und das ist mein Problem im Bus zum Beispiel. Ja, Wo stelle ich den Bus hin? Weil da ist der Schmäh mit dem Hang, naja, also beim Bus ist da vorbei. ist aber beim Eisenbahnwaggon auch eigentlich. Ja, aber den kann ich eher noch da so herstellen. Aber Ein das ist ja ein schiefer Nagel ist wirklich das. ein schiefer Nagel, was aus der, Beste. aber das muss aus der Erde rauskommen. Ich sehe das so, wie das so raus und dann der Bug da Richtung bucklige Wälder runter. Oder ein U-Boot. Ja, wirklich ein U-Boot. Ja, U-Boot ist halt. Ja, aber nimmst du in Österreich ein U-Boot? Ein U-Boot, ja, es ist, wirklich, Also, was ist ist ja jetzt- wieder eng und klar. Ja. Also, Naja, also ein aber- U-Boot, weißt du. und hat keine Fenster, nichts. Nicht? Ja. Und das Boot auch nicht wirklich. Ein Schiffskutter schon, nicht? Der hätte dann, Das finde ich schon, nicht? Aber es ist halt, müsste schon, es muss schon was Besonderes sein. Nicht? Das muss schon ein Kunstwerk sein. Außerdem muss man ja bedenken, es muss ein Kunstwerk sein, nicht? Mit der Baugenehmigung. Nicht? Das ist ein Kunstwerk, das ist ein ja. Kunstwerk. Nein, das ist keine Wohnung, das ist kein Haus, nein, das ist ein Kunstwerk. Ja, Da ja. muss man ja auch schauen. Ne? Meine Lieben, ich glaube, es war eine leibende Pavlatschen. war Nimm ein wunderbar. U-Boot, das kannst du eingraben, ganz sieht's keiner. Bravo, Franz M. Franz, das ist eine große Hilfe. Ja. Der Wolfgang hat auch schon gesagt, U-Boot keine Fenster. Ja. Aber es ist halt, naja, der Klause will, was will gelten? Das ist gleich eine andere Geschichte. Was will ich gelten? Ein Raketenwurm. Raketenwurm, das war was. Ja, ein Space Shuttle. Ein Ja, ja. Space Shuttle. Ja. Schon sehr groß. Das hast du davon. Da meldet sich gleich die Siri bei dir. Weil du so schier redest. Ah, Ruhe. Mannschaftshubschrauber der Amis. Na, jetzt kommen wir schon langsam hin.
Aber ich glaube, meine Lieben, es ist Zeit, Die Ergüsse hier zu beenden. ich glaube glaube auch. Ich glaube, es wir ist wollen Zeit. festhalten, vergesst es nicht bitte, bis zum Patrick der Stieg gleich, weiß nicht, was du geschluckt hast, ein Staub, ein Luch. An Lurch, ja. Vergiss in einem Jahr, ist mir 50er und ich brauche einen Bagger. So. Die Enterprise, na Wolfgang, das war ja wild. Na, so ein Raumschiff-Ding. Raumschiff-Ding. Naja, so was auch was da halt gibt, diese Shuttles oder was, ne? Weil die Enterprise war ja groß, ne? Das war schon sehr krass, ja. Aber so ein. Naja, in einem Modell 1 zu Na, aber so, 10 oder so. ja, Modell stelle ich mir nicht ein. Es muss schon. Die gibt es ja nur als Modell. Naja. Die ist ja nie als groß, Naja. die gab es ja nie Ja, wirklich. dann groß. fällt es aus, Die Enterprise hat es ja Aber- nie wirklich gegeben. Ja, aber so ein. Die Raumstation Mir von den Russen, die alte. Naja, man sieht naja, das, man sieht das schon. man kommt schon auf Ideen, aber ich glaube, bevor wir da wirklich weiterkommen, sage ich Dankeschön. Wir freuen uns morgen um 9 Uhr sind wir wieder Sind online. wir da? Wie immer, wie stets und je und natürlich nächste Woche wieder. Ansonsten diese Woche tatsächlich, wann spielen wir wieder? Am Samstag, aber das ist privat, glaube ich. Gell? Am Sonntag, glaube ich. Am schon, Sonntag. 19. glaube ich. 19. Das ist privat. Das ist Geburtstagsfeier, privat. Ja. Ansonsten die Wochen ist nichts, aber wir hören uns ohnehin. Jeden Tag Sind um uns- 9 Uhr in der Früh. Der Skigondel, der Matti hat eine Ecke. Der klar, Gondel. Ein Gang? Ja, Eine Gondel. Eine Gondel stelle ich mir ein. Das geht schon. Das ist ein Doppelbett und. das muss auch eine große alte sein, weißt du, so diese riesigen, weißt du, wo da Ja. 50 Leute reingegangen sind. Ja, Wo nur 2 gefahren sind dagegen gleich. ja, das ist genau. Das Nicht so wie die gleichen, diese 4 Nein, Personen die- Gondeln, das ist klar. Ne? Die Apollo 13, wir kommen näher. Ich habe eher die Space Shuttle gemeint, die heißt auch Enterprise. Also Achso, wirklich- die Enterprise, ja. Ja, nein, ich sehe schon. Mit euch kommen wir zu einer Lösung. Meine Lieben, eine schöne Woche. Wünschen wir euch alles Liebe. Alles Gute. Bleibt brav, bleibt anständig, bleibt gesund. Ja. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Fühlt euch gut. Und alles Liebe nochmal an den Mütter. Ganz besonders. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Es ist ein gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben heute gesungen und viel gespielt, nur gegen End wird's nimmer wild. Und so hat auch jede Stimmung ihre Zeit versungen. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der mit euch war leibend glücklich, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wehrlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post und gesungen viel, nur gegen End wird's langsam still. Und so hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Viert euch gut, Papa. Viertag macht's es gut.